Grüezi wohl miteinander. Miteinander, meine Damen und Herren. Etwas. Willkommen! Metal Server Nummer 34. Und das ist eine ganz spezielle Folge, weil wir haben mal Gast da. Und nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern 3. Heute haben wir den Mike von Folge Nummer 10 von Metal Server. Also du weißt das auswendig. Krass. Ehemaliger Sänger von Sacrifice with the Scythe, Bassist bei Anthem for a Dying Day. Wir haben den Nico. Hey, hallo, das Wichtigste vergessen. Entschuldigung. Mitglied von Taylor Swift Factory Racing, hä? Mitglied von Stimmt, Taylor ja. Swift Factory Racing. Unser Außenreporter. Außenreporter und Kameramann bei Breakdown Sanity Folge war, oder? Ja. Genau. Dann haben wir den Nico, ein werter Kollege und auch Kameramann von Xonor. Genau. Xonor. Gesagt, ich ging dir jedes Mal Scheibe, wenn du das Ding anlangst. Alright. Genau. Und dann ein sehr guter Biologe, also wenn du Biologiefragen hast, kannst du mal Nico schreiben. Und Wir haben, wissen, was gotische Bauten sind. und wir haben den, Absolut. der keine Introduction braucht, der Brian von Webplatz Yeah! Das ist die Introduction, Genau. die der Brian braucht. Genau. Dann weiss jeder, auch was da. geht. Danke für die Einladung. Sicher. Und ich würde auch gerne wissen, welche Nummer ist die Folge, wo ich bis jetzt bei Gast bin von euch. Nein, 9. 9, weil es ist vor dem Mike war. 8. Ja, es ist 8 im Fall. Alles klar. 8 oder 9. Also, ihr kennt mich aus der Folge 8 oder aus dem Podcast Wer blästet was? Genau. Buh, Genau. Eigenwerbung, Schiebung, Und, Ich sehe die, Ricky. und wir haben auch am ICU Festival zusammen für 13 Stunden aufgenommen oder so. Ja, kollabiert Ja. und kollaboriert miteinander. Ja, definitiv. Es ist, Schön gesagt. genau, es ist recht Erfahrung gewesen, die wir nie gemacht haben. Und haben wir gefunden, wir bringen mal bekannte Kollegen von der Metal Server Universum, so Kollegen von uns, um eine Family-Folge zu machen. Und wir haben natürlich den Bella natürlich da. Hallo. Voll, Sally, ciao zusammen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil der Ricky hat mir das Ganze als einen Stammtisch-Folge gepitcht und jetzt sind wir nicht mal am Tisch. Das finde ich ein bisschen schade, aber... Es ist jetzt halt einfach die Wurstrunde. Ja, ist voll. okay. Genau, das ist die Wurststunde. Ich habe eigentlich nur eine Frage, und zwar frage ich mich, wie lange wir es schaffen, da einigermaßen uns nicht gegenseitig reinzuschnurren. Ja. Und ab welcher Minute, dass es einfach nur noch ein Chaos wird sein, wo keiner mehr weiss, wer wann redet, was abgeht, oder ob man ohne Gesichtserkennung da noch Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wenn Dino und dem Nico sind Gin Tonic hittet. Ja, das ist Oh ja, by the way. Zum Wohl auf das. Viva. Fall, gell? Cheers. Tschüss, Boys. Du hast ein Bier, Mann. Ja. Falls es weitere Ausgaben gibt von dieser Wurststunde, wären ihr dabei, um auch nicht nur einen Tisch, ich finde das schon mal sehr gut mit dem Tisch, aber auch Würst probieren. Das wäre definitiv Das fände ich ja. verdammt cool. Voll. Nein, also Das ist ich, geil, ja. Der Mike guckt dort, schaut so, ja, die schmeckt gut. Ich esse Zwieback. Nein, bringst du eine vegane Wurst mit? Also. voll. Nein, also eben, Wurststunde, eben, diesmal haben wir, wie viel? 5 Eingänge gebraucht, deswegen müssen wir am PC machen. Und Alle Leute von was redest du? 5 ja, Eingänge. 1, 2, 3, 4, wir sind 5, oder? Ja. Richtig. 5 Menschen. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben bis jetzt maximal 4 gehabt. Von dem wir. Ja, weil wir gesagt haben, wir können nicht 5 Mikrofone anschliessen. Weil wir gesagt haben, wir werden nicht mehr als 4 Leute haben, weil es Ja. dann unübersichtlich wird. Ja, es wird übersichtlich und unser Ding zum am Tisch machen, wir maximal 4. Sorry, der Kate-Effekt. Wir haben alle von ihnen können interviewen. Ja, ja. Das ist okay, der Radar und der Lukas haben gelangt. ja Das voll. ist es so. Und ich glaube, Nico, das ist deine erste Podcast-Erfahrung, oder? Ja, kann man so sagen. Das Alright. ist Tatsache. Also bin ich mal gespannt. Bin sehr gespannt. Ja, weil eben, also, wir machen jetzt 34 Folgen. Das ist wahrscheinlich die erste ins Mikrofon reinreden Erfahrung, oder? Auch. Sorry, habe ich keine Band. War das richtig? Du siehst aber so aus, Alter. Du siehst so aus. Schaut euch mal an. Schaut euch den Bub mal an. Wenn du jetzt noch dein Beanie anhättest, könntest du mir nicht sagen, dass du nicht bei All Faces Down spielst. Absolut. So. Ja, genau. Ja, genau so. Also als Sänger, oder? Genau, Was siehst du mich? Aber Nico, richtig, nicht ein bisschen in die Richtung. So. Genau, Ja. perfekt. Kannst du auch tiefer, Ein bisschen Das anders. nehmen wir. Also, kannst tiefer, aber es muss so, der Kopf muss zu dir richten. Du könntest auch Gitarrist sein. Ein Gitarrist. Das Mikrofon musst du dir wirklich so vorstellen, wie wenn du jemandem nicht einen Blowjob geben, aber der Pimmel ist schon dort. Ja, genau. Kannst du nicht ignorieren. So, du denkst dir, jetzt geh mal weg da. Und er hält ihn einfach immer so an. So, als ob er jetzt rein will. So kann man sich vorstellen. Ich kann es nicht Für ignorieren. alle also. Leute,
Für alle Leute, die sich jetzt denken, halt, Es ist 3 Minuten gegangen. 3 Minuten und der Niveau ist schon tiefer gesungen. ja, aber ist doch so. Habt ihr das auch schon gehabt bei Gästen, dass die irgendwann angefangen haben, mal so zu reden, Ja. mal so, mal so? Und ich hätte es am liebsten gehauen, aber kannst ja nicht. Ja, deswegen Aber warum nicht? Behaarung Ihr auf habt ja Mikrofon. ohne Film, oder? Stimmt, wir hätten einen Cut machen, Ja. in voll warten Ja. und dann, okay, weiter geht's. Also deswegen finde ich Kopfhörer eigentlich gut, weil du kannst hören und hörst, wenn du nicht mehr redest, oder? Da ist Ja, ziemlich schnell, voll. also Nico, willst du deine Kopfhörer anziehen? Verdammt, Dann merkst du den Scheiße. Unterschied. Ist so schlimm? Okay, Ja, jetzt muss ich mal schauen. Das merkst du halt schon sehr. Voll, Ja. voll, voll. Also, Du willst einfach nur so ein DJ sein, weißt du? Brudi, jetzt, Ja, jetzt Kein bist du Unterschied. Gitarrist. Kein Ja, Unterschied. ja, und jetzt dreht der Mikrofon. Ja, das ist ja. Dann dreht Jetzt, er jetzt, um. jetzt, dreh's mal, Ja, genau. jetzt heb's mal so, dass es gegen oben schaut. Genau. Ja, und jetzt dreh mal rein. Ja, kein Unterschied. Ja, dreh noch. Machen wir jetzt einfach weiter. Das hat er keinen Wert. Alright. Also. Ja, so für willkommen. alle so den Podcast schon abgestellt. So, Voll. ja, Ja, sie labern wirklich. jetzt nur darüber, wenn wir das Mikrofon haben. Genau. Willkommen Das in ist der wichtig ersten- im Fall. Ja, definitiv. Das ist wichtig im Fall. Ja, es Voll. gibt, jetzt kommt, sorry. Hey Ivo, Bellas Rant-Ecke ist gerade offen. Hey, hör aufs scheiß Mikrofon gehabt, ihr tönt alle beschissen. Fickt euch das Knie, hebt das Mikrofon anständig. So wie es der Brian hebt, wie es der Nico hebt oder wie es der Mike hebt. Aber fickt euch ins Knie. Ich fahr nur, weil du nicht kannst screamen, musst das Mikrofon nicht so heben, du Arsch. Jetzt muss ich scheiß editieren, weil es fucking laut ist für Zuhörer. Ja, Ja. sorry. Tut mir leid. Editing fee. Aber lustigerweise, Habe ich recht. wir haben letztens eben den Days of Ruin gesehen und er gehabt auch den Mike, aber sehr gut. Das stimmt, aber er hat es nicht so extrem gehabt. Nur Amix, oder? Ich glaube, der Stück hat die ganze Das Stück hat eine sehr grosse Hand, oder? Muss man auch ja, sagen. eben, das macht Ja. vielleicht etwas aus. Ja, aber wenn der Mixer, wenn der Sound-Engineer halt mit dem Kappen schon das Zeug stellt, weil man es jetzt einen Scheiße tönen. Ja, Also, das stimmt. Du hast einfach die Mitte aber ja, du bist einfach Ja, da. genau. Also, voll. so Ja, what? das funktioniert schon. Nein. Doch. Hört aufs Mic kappen, hebt das Ding richtig. Das macht mich hässlich, jedes Mal, wenn ich's sehe. Weil meistens, wenn ich eben sehe, einer dem Stück jetzt nicht gemacht, das stimmt, Okay. weil dem jetzt nicht scheiße tun. Mhm. Aber meistens, wenn du einen Sänger nicht hörst, meistens, wenn du einfach dich fragst, so, was kräht der so rum, man hört ihn ja nicht durchs Mikrofon durch, dann hebt er die Scheiße eben genau so. Mhm. Und es kommt nichts vorne an. Ja, zum Teil wird es gebraucht zum Kompensieren, oder? Wenn du nicht mehr kannst reinschreien, oder? Ja. Ja. Geht zum Fernsehen, das eine Mal, wenn ich Sänger war von Save Last Breath, habe ich für den einen tiefe Pick-Squeal aus dem Mikrofon so Ja, gegeben. eben. Also kannst Aber du nicht das sagen, liegt daran, weil ich nicht Metalcore-Sänger bin und nicht kann losmachen. aber dafür kannst du schreien. Aber ja, eben, also das ist mal die erste Edition von Wurststunde. Ziel oder der Plan von heute ist, es gibt keinen Plan. Wir sitzen im Ebri, wir schnurren, wir lästern über Bands. Und ja, das ist das Ziel vom Ganzen. Eigentlich haben wir keinen Plan mehr. Also das heisst, wenn du im Instagram-Post deinen Bandnamen siehst, würde ich die Folge hören. Ja, einfach zum Wissen, ob du uns nachher kannst canceln oder nicht. genau. By the way, Hm? irgendjemand etwas Schlechtes über cancelled sagen, das können wir sonst draussen klären. Nein, Cancel ist super. Bro, also einfach, Also niemand hat noch etwas nie Schlechtes, niemand kann etwas Schlechtes über Mhm. Cancel sagen, Alter. Mal alle Bands, die mit ihnen spielen müssen, weil es ist mega unfair. Weil sie halt einfach viel zu gut sind, ja. Obwohl, warte, ist es Cancel gewesen, wo der Sänger die Haare geschnitten hat? Ja. Das ist etwas Schlechtes. Lange besser. Hat er besser tönt mit lange. Ja, es hat etwas am Ton von der Stimme gemacht. Ja. Aber es sieht halt schon sick aus, ehrlich gesagt. So. Lange Haare. Ja, beides hat sick ausgesehen an ihm. Ja, aber er hat sich selber darüber aufgeregt, dass er Ja, genau. keine Ja, lange weil Haare mehr halt, hat. weil es halt ungewohnt ist. Es aber- ist ja klar. Das ist schon so. Was man auch nicht machen sollte, ist anscheinend in eine Monitorbox reinboxen. Das Ja. heisst zwar Box, aber das solltest du nicht, weil er hat nachher so die Hand eingeschnitten gehabt. Ja. Stimmt. Das hat schon der Kurt Cobain gezeigt, wenn du musst die Gitarre reinrammen. Ja, aber es ist Sicher halt nicht Sänger. deine Faust. Ja, dann nimmst du einen Mikrofonständer oder so. Aber der wichtigste in die Hand im Monitor einfach Ja, geschlagen. ja. Hat er erzählt, in der gesagt- Hafenkneipe. Er hat hast du gesagt, gesagt? in der Hafenkneipe hat er erzählt, dass er in der Box Davos beim einen Song ein bisschen hässlich auf der Stadt wurde ist und dann mit seinen einfach in Also- den Monitor geboxt hat. Zum Mitschreiben. Sie sind in der Box Davos auftreten und er hat in die Box reingeboxt. Alter, geiles hier. 10 von 10. Schon Bruder, gut. weißt du, was jetzt noch einfach das Einzige wäre, was noch würde toppen, wenn er einen Hund hätte, der ein Boxer wäre? Oh, Und Boxershorts angezogen hat. Er hat vielleicht Sänger von Das nächste Mal sollte ich einfach Boxhändchen anlegen. Ja, das könntest du auch machen. wird aber ein bisschen schwierig zum die Würste greifen, die dann da aufliegen. Das stimmt. Aber das ja. Gute ist, dass er seine Voicebox nicht kaputt gemacht hat. Ja. Eigentlich wäre es schon noch cool, wenn Kaputt Violent Dancers boxt. auf der Pit einfach Boxing-Handschuhe hätten, oder?
Ja. Also bei Violent Dance Zeug und Crowdkilling wäre es praktisch. Ja, Mhm. voll. Oder einfach, kennst du die Bälle, wo so einfach reingehst auf dem Wasser? Ja, oder? die Einfach mal in so eines rein und so nachher im Pit Dance. Nichts kann passieren. Ja, Also Dann brauchst du keinen Security. Notarzt mehr kein Notarzt, bei Nacktlos. keine neue Zähne. Keine neue Zähne. Richtig. Das sind verdammt teuer. Ja, das sind Mhm. die. Ja, voll. Ich lebe immer noch. Welche Band ist das schon wieder gewesen? Irgendeine HC-Band hat. Ist Malevolence gewesen? Was? Irgendeine HC-Band hat einfach so einen Instagram-Post, so einen Twitter-Post gemacht, so wegen Fuck me, American kids mosh like they have free healthcare. Stimmt. Ist es das gewesen? Ich weiss nicht, It was like they have free Ist schon healthcare gut. and don't need to take up 7 loans when they're breaking their arms. Jesus Christ. Bestes. Aber ja, machen wir sonst mal ein bisschen. Okay, sorry, das ist nur mein zweitfavorite Twitter-Post, den ich je gesehen habe von einer HC-Band. Ja. Einer war von Stick to Your Guns, wo sie auf der American Never Say Die Tour waren und auf Schweden raus sind gefahren, auf einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Und nachher so geschrieben haben so All of Never Say Die Tour is on a cruise ship to Sweden. We're pretty sure karaoke got shut down because crowd surfing broke out. Aber weißt du, der Stick to Your Guns Insta-Post ist auch sehr gut gewesen, aber es war eine Story gewesen, wo sie den Markus repostet haben. Der Markus. Da mag ich Ja, mich stimmt, erinnern. ja. da, ja. Ja, ja, ja. Ah, der Markus. Du hast dir den Markus. Markus, die Legende. Ja. Alter. Das ist eine von meinen besten Ideen im ganzen Leben. gewesen. Erklär mal für die Zuhörer, was der Markus ist. Der gute alte Markus. Mhm. Ja, also wir sind ja alle am Imperican Fest gewesen. Wir haben alle relativ viel getrunken gehabt. Nö. Ja. Nein. Und dann sind wir so auf die Idee gekommen, also ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, komm, wir gehen in die Jumbo, gehen Pflanzen posten. Mhm. Und dann haben wir die mit rein, also Ja. ins Imperican Fest. Und dann tun wir die ganze Zeit den Markus, also die Pflanze hat Markus geheißen. Wieso eigentlich? Gibt es auch eine Story dahinter? Also ich habe ein Flair dafür, einen sehr guten Namen für Sachen zu Ah, haben, okay, also okay. herauszufinden. Ich habe zum Beispiel für jedes mein zukünftiges Haustier, das ich jemals wird haben, schon einen Namen. Sag mal. Zum Beispiel, wenn ich mal ein Pferd wird haben, Mhm. wird das Ferdinand heißen. Zum Beispiel. Das ist sehr kreativ, ja. Und wenn so ein kleines Mini-Scheiß-Pony ist, so eins, das gegen Hecht verliert, Dann Avril Lavigne. nein, dann heisst es Henry. Fucking Henry. Aber der Avril Lavigne sieht aus wie so ein Miniaturpferd. Findest du? Musst mal googlen. Avril Lavigne Miniature Horse. Es gibt Anyway, so- auf jeden Fall zurück zu der Markus-Story. Dann haben wir die gekauft im Jumbo Mhm. und dann haben wir die mit reingenommen, dann haben wir die so reingeschmuggelt. Ich habe sie so in meinen Pulli so reingetan Ja. und dann hat es niemand gesehen. Und Nur dann zum- haben wir es. dass man dann später merken, dass man es gar nicht hätte müssen reinschmuggeln, weil Ja. die Leute noch eine größere Pflanze im Rucksack mit reingenommen haben, die so oben rausgehangen hat. Ja, das stimmt. Die hat Ja. aber keinen Namen gehabt, die ist nicht so cool. Ja, und Ja. die haben es aber auch nicht, die hat es glaube ich einfach so dabei gehabt. Anyway, auf jeden Fall haben wir dann halt immer so aufgehebt und einer hat sie angeleuchtet und die Bands haben es die ganze Zeit gesehen und haben so gedacht, what the fuck is wrong with you guys? So, ja, das ist echt der Markus gewesen. Ja. Und dann haben wir ihn dann bei Ghost Inside auf die Bühne gerührt. Was er Nein, wir da, haben einen Crowdsurfer geschickt. ja, Hast du stimmt, ja. Crowdsurfen? Stimmt, wir haben es Wir haben einfach ja. Führer gegeben. Ja, Und wir dann haben hat auch Führer wahrscheinlich gegeben. irgendeiner sich so denkt, what the fuck, Und und haben wir jetzt dann gerührt. hat Ja. es überlebt. Wir wissen es nicht. Hey, wir wissen es nicht. Also, Vielleicht hat es jemand daheim jetzt. das kann sein, ja. Ja. Vielleicht der Einer Ghost von Inside. Ghost Inside. Vielleicht hat's der Ghost- richtig. Nein, Ja. du darfst keine Bio-Sachen mitnehmen auf Übersee. Das stimmt. wird dann am Zoll weggenommen. Mist. Schade. Vielleicht hat er sich in sein Prison Wallet gesteckt und mitgenommen. Vielleicht ist es Chocolate Starfish. Ei, aber wenn wir schon In der Beinprothese. bei Oh mein Gott. Chocolate Starfish sind, oder? Nein. Ich Jetzt war ja kommt's. am Samstag am Zürich gemetzelt gsi, wunderbar gsi. Ja. Absolut genial, 7 Bands, ein riesen Saumeis, genauso wie ich es gerne habe. Hätte nicht weniger von dir erwartet, Brian. Und letzte Band, niemand Geringeres als Gutalags. Mhm. Sie sind ewig nicht mehr in der Schweiz gewesen. Das letzte Mal vor Du hast ein Corona. Tisch dabei. Genau, mit Ja. dem Shitmonster drauf. Mhm. Ah, ist ein Shitmonster. Das ist Gacki. Oh shit, das Ja, ist geil. ja, es kommt aus dem WC. Das Ding ist, ich habe, als ich gesagt habe, Brian... Das ist der hässige Mr. Hanky, also. Weißt du, was das Schlimmste ist? Als ich die Musikbeschreibung für das gemacht habe, als ich meine Genrebeschreibung für die Musik, als ich Busy Gacki Musik gesagt habe, habe ich nicht mal gewusst, was es das gibt. Ah, Kann nicht? nicht. Ich habe anhand von der musikalischen Darbietung das Busy Gacki Musik genannt. Ja. Und es ist es. Es ist es wirklich. Ja. Ich meine, ihre Songs, Shit Hit, ganz Robocock hat jetzt zwar nichts mit Scheiße zu tun, aber Sucking the Dick of a Vietnam Veteran. Aber es haben noch ganz viel, die mit Gacki zu tun haben. Wieso kommen mir jetzt die anderen in den Sinn? Ich weiß es nicht.
Aber zurück zu dem. Ich weiss nicht, was ich schlimmer finde, dass er die anderen nicht in den Sinn kommen oder dass du dich darüber aufregst, dass dir nur die in den Sinn kommen, die nicht nach Gocki tönen. Shit Pandables ist das Album von ihnen, genial. Shitbusters. Oh mein Gott. Und was ich auch ganz geil finde, Total Rektal. Den haben sie gespielt. Klingt nach einem Hit. Aber jetzt wirklich 5 Sekunden, sie haben nur Hits. 5 Sekunden oder 5 Singmal Minuten. Es kommt gerade. 5 Minuten bevor sie auf die Bühne gehen, schreibt ihr mir im Chat von der Wurstrunde: Hey Brian, haben Gutalax eigentlich Lyrics? Wir haben es eben gegoogelt und nie etwas dazu gefunden. Dann haben wir gefunden, wir fragen Busy Gacki Experte. Darfst du ruhig so sagen, du hast gezögert, aber dürfen wir so sagen? Ich habe das Wort nicht gefunden. Ich will jetzt noch kurz eine Frage in die Runde werfen, weil Ja. ich nicht dort war. Wie zum Fix sind ihr auf diese Idee gekommen? Hä? Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Oh, schauen wir mal, ob Gutalax auf Lyrics Wir haben hat. es über Nein. Gutalax halt gehabt. Wir haben davon geredet, wir haben gewusst, dass es Zürich gemetzelt ist und so. Und dann haben wir geschaut, was für Bands das so spielen. Dann haben wir eben die entdeckt, natürlich, dass die auch dort sind. Und jetzt sind die Superfans geworden. Genau. Ja. Auf dem Hinweg nur Gutalax. Du meinst gehört, oder? Shitfans? Mike und ich. Da muss ich einwerfen. Weißt du noch, wo wir heimgefahren Hey, sind ja, ich habe mal vom Autofahrt Konzert? hinter mir gehabt. Genau. Mit Brian. Wir sind im Kofmel gsi, Aha. Landmarks, Knocked Loose und Stick to Your Guns haben gespielt. Und Six dann, Päckchen für mich. ja, für mich war Knocked Loose dabei gewesen. Und dann sind wir zusammen heimgefahren. Ja. Und dann habe ich ein ganzes Album in seiner vollen Länge Gutalax dem Nico gezeigt, weil ich Also- gefunden habe, das muss die Menschheit So sehen. 5 Und ich starte Minuten mit lang, ihm. oder wie? Ich würde nein, sagen, nach es ist- 2 Minuten ist es fertig gewesen. Ja, das ist wirklich Das eine halbe täuscht Stunde eben. gegangen. Das Ja. täuscht. Nico hat mir gesagt, er hat nachdem aus den Ohren geblutet. Also wahrscheinlich Es war eine Erfahrung gewesen, sagen wir das so, sind ja. etwa 30 Songs. Ja, es sind etwa 15 sind sicher. Ja, The Shit Pandables haben wir zusammengelassen. Jetzt ganz Album haben wir aktuellste. gehört. Ja, eben. Ja, Ah, das ist das Album. Ja, ja, Ach genau. so, ja. ja, sorry. Ja. Und dort hast du eigentlich gefunden, ja, also so aus Anstand hast du gesagt, ja, ist schon ganz in Ordnung. Aber du hast einfach dort nicht herausgefunden, ob es Lyrics haben. Hey, nein, weil man hört es halt effektiv nicht. Es sind halt nur die Froschgeräusche. Also Genau. Frosch, ein scheisse Geräusch, oder? Ja, also er macht ja zum einen das Klingt schon nach Frosch. Also das ist schon Ja. und auch ganz viel Pig-Squeals. Brötchen, ich wollte gar nicht wissen, was ihr für Frösche kennt. Das tut nachher eine Sau. Es tönt nach Frosch, Alter, wenn du ihn hörst. Nein, ich Er kann macht beide. Ja. Das, was ich jetzt gemacht habe, und die Froschgeräusche, die kann ich wie nicht gut Ja, nachmachen. ich Das glaube, ist ich das habe die so. Story. Ich glaube, du hast ihre Story da. Oder das. Ich glaube, du hast ihre Story da. Genau. Und ich habe es gesehen und so, alright, ja, nach Frosch, definitiv. Ja, Gell? eben, er macht das ja. auch, mega so viel Frosch. macht er eben das. Voll, voll, voll. Das, So wie so ein Laubfrosch. ja, stimmt. Ja, genau. So, ja. Und So etwas. das Schöne ist eben, bei ihnen, ich habe ja auch einen Snap gemacht, den habe ich dir geschickt. Ja. Oh ja, ich glaube nicht auf Snap. Weil Und das ist der Song. Ich bin zu alt für schwierig, Snap. Alter. Wir haben keinen Snap. Wenn mich auf Snapchat hat, Snapchat. Falls irgendjemand mich auf Snapchat hat, lassen Sie mich wissen, weil ich habe keinen Account. Mhm. Alles klar. Darum habe ich es dem Nico geschickt und der Song, der hat geheißen Vagina Apocalypse. Okay. Und der Song hat, wie eigentlich alle anderen, jetzt kommt's, keine Lyrics, aber easy oft haben sie so Gang-Shouts oder auch Shouts, wo nur der Sänger macht, wo so ein Textziel ist. Und bei dem Song ist es eben It is my vagina! Und nachher kommt wieder und das sind ihre ganzen Lyrics. Ja, ja. Zum Beispiel bei Batman sagt er einfach I wanna lick your butthole! Und es sind wirklich nur diese Sachen. Und sie haben eins so mit einer Rap-Combo, das ist wahrscheinlich so die tschechische Insane Clown Posse. Das hat wirklich Lyrics. Moskau Death Brigade. Nein, wie heisst es? Sodoma Gomorra heisst es. Ja, logisch heisst es. Wie soll Aber das ich sonst kann- heißen? Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Und zwar habe ich mal ein Video gesehen von denen und die haben ja effektiv Toy-Toys auf dem Rudi, WC. du weißt, auf der Bühne. Toy-Toys auf dem WC, das will ich Siehst du, sehen. jetzt bringst du mich schon draus. Homeboy, Ja, du Nein, aber weißt auf jeden Fall- wesentlich zu viel über die Band. Ja. Ja. Ja, ich kenne halt auch den Rumi. Also das ist schon eigentlich gewesen. Nein, aber haben sie das auch auf der Tour dabei? Ist jetzt meine Nein, Frage. das ist natürlich an einem Festival gewesen. Entweder Brutal Assault oder vielleicht ist es auch Obscene Extreme gewesen. Aber ich habe gemeint Brutal Assault. Und dort haben sie wirklich die Fans einfach ein Toy-Toy genommen, aufgerufen für die und das ist Fans. Crowdsurfen. Das ist Ach nicht so, von ihnen gewesen. ach Ist es so. voll gewesen? Ja, natürlich. Das war eines vom Festival. gewesen. Oh, nein. Findet man auf YouTube. Also eben Shoutout an Umi fürs Zeigen für das Video an Das, dieser Stelle. das sagt mir einfach sehr viel über Gore-Grind, oder? Ja, aber genau das ist erwünscht dort. Dass Für du Leute- voll mit Dünnschiss bist.
Nein! Und Kotze, vergiss die Kotze. Ja, Kotze. Oh. Und Nein. Pisse. Und Oh. busy. Nein, wenn sich jemand nichts bei Goregrind darunter vorstellen kann, schaut einfach ein Video von irgendeiner Band, kann auch eine Hardcore-Punk-Band sein oder eine Death-Metal-Band, wo am Obscene Extreme spielt. Dann wisst ihr, was Goregrind ist. Wo ist Okay, Obscene dann mache ich Extreme? das. In Tschechien, in Trutnov. Alright, Noted. interessant. Weil das erklärt es euch bildlich. Ist viel besser, als wenn ich es euch versuche zu beschreiben. Ja, ich denke, das ist besser. Weil alles, was du bildlich beschreibst, ist eigentlich sehr Es ist einfach so, das ist einfach so ein Too graphic! Das Einzige, was ich gesehen habe, ist einfach so ein Toy-Toy, das am Crowdsurfen ist und es tröpfelt so Gacki raus Ja, auf die eben. Leute und die Leute so... Ich denke an die Jackass-Part, wo der Ja, Zero mit- eben ja. rumfliegt, Ich die weiss, Kacke-Dings welches, muss. ja. Eben, ja, genau. An das denke ich. Okay, ja. Aber jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Sie haben eigentlich keine Lyrics, ab und zu mal Ziele, aber eigentlich keine. Sie müssten fix einfach Geil. Emojis machen vom Frosch und nachher kommt der Pig und dann kommt der Frog und nachher kommt der This is my Vagina-Dings und dann kommt der Und Frosch nachher kommt wieder der Hey, Frosch. das wäre so geil im Fall. Ich erzähle einfach so Emojis die Ja. ganze Da Zeit. muss ich ganz geschwind einen kleinen Shoutout geben an eine andere Band. Die machen so, wie nennt man das? Brutal Death, hätte ich jetzt Mhm. gesagt. Oder Welche? Slam. Die heißen Crapitation. Mhm. Und die tun Lyric-Videos Wieso was veröffentlichen. für nichts? Die tun Lyric-Videos veröffentlichen und dort, sie haben eben auch keine Lyrics, sie machen einfach halt Growls, oder? Aha. Und sie tun wirklich die Growls beschreiben, so arg, grrr. Und ganze Lyrics-Video nur so. Genial, das ist Fuck me Kunst. dead, ey. Ah, Weißt du, dann die frage ich Bildung mich mit einfach Brian. wirklich, wieso gebe ich mir so viel Mühe? Ja, wirklich. Wieso Ja. geben wir euch so viel Mühe? Weil ich habe letztens auch wieder mit einem anderen Künstler ein kleines Projekt gestartet und gesagt, das ist so funny, das ist so absolut stumpf und dumm und unnötig und blöd, aber es wird wahrscheinlich besser ankommen, wie alles, wo ich mir effektiv etwas denke dabei. Ich bin fest davon überzogen. Wie viel dürfen wir verraten von dem? Nix. Okay. Aber ich freue mich wirklich drauf. Das muss etwas heissen, also wenn ich den Brian Man drauf kann freue. sich freuen. Es können, gut, also gewisse Leute können sich etwas ausrechnen, wenn sie Mhm. Instagram-Stories verfolgt haben am Wochenende, aber sonst Ja, voll. sage ich nichts zu dem Thema, hole ich meinen Aber weißt, Anwalt. ich habe mir sogar Hoffnung gemacht, weil ich so, weißt, ich kenne ein paar Tech-Death-Bands. Vielleicht kenne ich mal eine Band, die du erwähnst. Aber Es kommt so ein komischer Name. Keine Das ist wie dort, wo die EMS-Brudis auf dem Sofa gehockt sind und mit uns ein Quiz gespielt haben, wo ich nicht mal herausgefunden habe, dass sie Versis beschreiben. Wow. Ja. Also gut, ich habe es herausgefunden, du hast einfach eine halbe Sekunde vor mir gesagt, dann habe ich es Genau. nicht können sagen und dann ist so, super, Bella kennt nicht mal seine eigene Band, Mann. Ich bin einfach zu schnell, Bruder. Aber jetzt zum That's Beispiel what she said. Cattle Decapitation kennst du sicher, oder? Den Namen kenne ich, Banner nie wirklich. Okay, weil die sind Headliner gewesen am Zürich Mhm. Gemetzels. Ah. Die sind Okay, noch alright. grösser gewesen als Gutalax. Bell. Hä? Bell. Was Bill? Was, Bell? Bell. Was Bill? Ich weiß nicht, von was du redest. Wer ist Bell? Come on. Bell? Bill? Keiner von euch. Nein. Der Wurstmarke, oder? Ja, ist übrigens auch der Zulieferer von McDonalds in der Schweiz. Du bist so teuer. Kommen wir echt nicht drauf. Ja. Nein. Cattle Decapitation Bell. Okay. Aha, ja, aber ist jetzt also. Das ist nicht so weit Willst- hergeholt. Nein, ist eigentlich willst du genau nicht das, sagen? ist genau das, was sie machen. Ja, schon, aber. Alright. Ja, still, Alter. Ja. Die Entschuldigung, Metzger dass ich Band. intelligenter bin wie ihr alle. Ja, nein, aber können wir gerade bei Bell bleiben? Pick Destroyer ist der andere Headliner gewesen. Da wäre jetzt drauf gekommen. Das sind die beiden Headliner gewesen. Das hat er halt wie noch nicht gesagt. Das ist vielleicht Zürich gemetzelt im Fall. Ja. Ja, Mann. Rick, jetzt musst du nachher beim Promoten von dieser Folge musst du Bell markieren. Ja. Ja. Die könnten uns auch mit Würst sponsern das nächste Mal. Ey, wenn- Bell, ja. sponsert uns. Ich nehme das zurück, was ich wegen McDonalds Das ist wirklich so habe. eine schlimme Firma, von so einer Ich glaube, schlimmen Firma gesponsert vor allem werden. McDonalds ist gar Ja, nicht, nein. McDonalds ist gar nicht teuer wegen Bell, Alter. McDonalds ist einfach teuer, weil es kapitalistische Scheiß-Hurensöhne sind. Ist so. Alter, sorry, habe ich nicht dir letztens geschrieben? Das sind Cheeseburger. Ja, das ist mir geschrieben. voll. Das ist, was ist es schon wieder genau gewesen? ja, Das- 92, oder? Das hast du mir auch geschrieben. 3,5? Nein, nicht Jetzt 92. eben noch mehr. Sie sind von 2,50 auf 2,90 und jetzt ist es noch mehr. Vor Und allem dann sind hast von, du mir nein, sie geschrieben sind von gehabt. 2 Stutz. Früher hat ein Cheeseburger 2 Stutz gekostet. Ja, ja, ganz früher. Ja. Und Also jetzt, mal was ganz ich- früher hat es 1 Stutz gekostet. Ja. Das ist der Hamburger gewesen. Der Cheeseburger war immer mehr gewesen. Ja. 1,50 oder so. Was ich fucking outrageous finde an McDonalds ist der Double Cheeseburger gewesen. Der ist eigentlich viel schlimmer gewesen, weil ich weiss noch, als ich in der Lehre war, das ist auch schon 10 Jahre her. Mag Das mich ist schon erinnern. 12 Jahre her. Ist ein Double Cheeseburger, ist der reguläre Cheeseburger 2,50 gewesen. Ist Double so. Cheeseburger 3,50.
Triple Cheeseburger Ja, stimmt. 4,50. Ja. Heutzutage kostet ein Double Cheeseburger 4,90. Alter, sind wir eigentlich des Todes, Mann. Ja, es ist wirklich So genau brutal. reden wir jetzt eigentlich über Burger. Plus, vor allem, was ich jetzt... Wurstrunde, nicht Burgerrunde. Was ich jetzt gerade mit Michael so gefunden habe voran, wenn Sorry. Shoutout an Umi, wenn du im Burger King bei dem Bestellding ganz rechts übergehst und auf den King Deal klickst, King Deal. bekommst du nämlich einen Burger, wo, wenn du den Veggie King, den Long Veggie nimmst, der Ja. kostet 10 Franken 40, nur der Burger allein. Wenn du den King Deal nimmst, kostet es 11 Franken 40. 11,40, ja. Du hast aber zum Burger Pommes, Nuggets und ein Getränk dazu. Ja. Mhm. Also kannst du Wahnsinn. mir ja nicht sagen, dass in diesem gottverdammten Drecksladen irgendetwas mit rechten Dingen zu Also hergeht. Guys, wenn ihr zuhört, wenn ihr wieder mal nach einem Konzert am Abend in BK geht, tönt oben ganz über scrollen zu King Deal. Es gibt nicht nur Wege, es gibt ist auch wie es gibt bei- das Normale. Es ist wie Ultra günstig. bei Tinder. Swiper. Ja, swipe, aber Links musst swipen und dann- links swipen. Also Nein sagen. Ja, nein sagen zum Rest. Und Du sagst ja, Nein zum, zu viel Geld ausgeben. genau, und beim Ja. King Deal gibst du einen super Like. Ja. Ja, hättest du mir schon können Wirklich etwas gut sagen am zum Wissen. Samstag. Weisheiten mit dem Mike. Ich habe dir das schon bei 3 Mal gezeigt. Nein. Das ist wie der Nico, wo der Umi hat es mir und dem Nico in Luzern nach dem Diesnatz-Konzert gezeigt. Und nachher kommt der Nico 4 Wochen später. Schau mal, was ich herausgefunden habe. Dann kannst du rechts übergehst. Wir sind Mac gewesen, oder? Burger King. Sind Burger King gewesen? Ja. Vor 2 Völlig. Tagen, Ja, ja? Hat er gewusst? Und du hast einfach 20 Stutz müssen ausgeben. Ja. ja, aber das, was du hättest wollen, hätte es eh nicht gegeben. Ich Es gibt genau 3 Menüs. Es gibt einen Whopper Junior mit dem Scheiß dazu, Ja. die Crispy Chicken mit dem Scheiß dazu und Der der wäre Long geil Veggie. gewesen. Den hätte ich genommen. Ja. Nächstes Mal. Ja, ist gut, nächstes Mal wissen wir es. Ja, voll. Ja, Mhm. und ich würde gerne eine Überleitung machen. Nächstes Mal, am Wochenende, wo kommt, ist ein mega geiles Festival. Mhm. Auch in Luzern. Yes. Können wir Promo über das machen? Ja, sicher. Also, dann ist vom Freitag, 8. bis Sonntag, Ja. 10. Der 8., nicht der 9. Wichtig und richtig. März ist Mhm. in der Steuer in Luzern das Mhm. Bullhead Festival. Yes. Also, du komm dort her, mach Mhm. Party mit dem Ricky, mir, sonst noch jemandem von da, Ja. Am Start. mit euch beiden. Ja. Hure gut. Du bist alt, ja. bist Und nur der am Bella kommt auch. Der Silvan ist nur am Sonntag dort. Ja, Immerhin. Sehe ich Samstag und Sonntag. Freitag kann ich leider auch nicht. Ja, man Aber verkraftet es. ja ich bin Also- am Sonntag dort. Also ich habe einfach halt anders zu tun. Ich muss mit Safer Last Breath auf Tour. Stimmt. Deutschland zuerst, oder? Deutschland, Schweiz. Ja. Nicht schlecht. Ausrede, wo man Geld lässt. Mhm. Nein, eigentlich nicht. Einfach, weil es der Silvan ist. Okay. Ja, fair. Stimmt, ich soll mal aufhören, immer bei denen rumhängen. Und immer bei diesen Roadie machen. Ja. Ehrenwort. Vielleicht, weißt du, vielleicht. Das Ding ist eben, Sag's ihm, komm. ich hoffe halt immer, dass sie es irgendwann gross schaffen und dann kann ich immer noch in der Roadie sein vielleicht. Ja, coole Idee. Und dann überlege ich mir, was sie für Musik machen und bewerbe mich für anständige Jobs. Nein, aber Spass beiseite. Wenn du dein Ticket noch nicht hast und du willst mich sehen, alle Bands ankündigen, du willst den Ricky sehen auf der Bühne Mhm. und du willst die 3 Herren im Publikum sehen, dann komm mit Schür Luzern. Ja. Am Wochenende. Mhm. Wie geil. Also einfach, dass ich gesagt habe, mit Safer Last Breath unterwegs bin, bin ich nur im Backstage. Ich kann mich nicht unter den Pöbel mischen. Da. Ich bin etwas besser. Dann rühren wir die rein von der Bühne. Nach der Ansage packen wir den Roadie und rühren rein und dann fängt Safe Last Breath an. Ja, also Das fände ich ein geiles Intro, Alter. Das musst du den Jungs mal pitchen. Dass einfach du sagst, ja, jetzt kommt die Band, das Mikrofon am Boden knallst, mich so den Haar hinter der Bühne führen schleppst, so mit einem Arschtritt ins Publikum beförderst, Save your last breath, bitch. Und dann Und du nackt. geht's los. Dann ist ein Fleischwolf in. eigentlich könnte Stefan Sprett mal eine Maskotte machen und du machst die einfach. Das ist schon geil, im Pit. Du machst so ein Cheerleader-Maskottchen. So Banane Ja, so Kostüm, was so im Pit. Amerikanisches. Ja, so Banane. Das würde absolut So im passen. Parkway Drive mit den Kollegen mit Surf-Dings. Ja, das würde absolut zu Save Last Breath passen, so ein Bananenkostüm auf der Mega. Bühne. Sie machen ja Oder also das- absolut und nicht ernst gemeinte Musik. Oder Sailor Moon. Was? Silvan als Sailor Moon. Würde ich jetzt schon noch sehen. sorry, wenn ich als Sailor Moon auf der Bühne stehe, dann werden alle Leute im Publikum plötzlich sexuell verwirrt. Aber ich würde sagen, das wäre schon noch was. Das würde wirklich passen. Oh, Aha. Gell? ja. Bringst mir mal ein Kostüm, Brudi? Das machen wir schon. Bro, also Wenn du, bestellen sorry, heute ey, wenn Abend du noch mir ein eins. Sailor Moon Kostüm bringst. Oder ich bringe Spiele dir bring mit. dir mal den... Wirklich? We heard it. Ja. Ich bestelle I don't eins. care. Oder ich bringe Ist mir mal gleich. den Maid-Kostüm von Mike. Vom Am anderen Mike. 30. Von Mach Wild ich. Mike. Ist mir gleich. Also in dem Fall, ich bestelle das Sailor Moon Weißt du, Kostüm. wie sieht Sailor Moon schon wieder aus? Die ist bauchfrei, oder?
Ich weiß es nicht. Das weiss ich nicht. Mit den komischen Haaren bleiben Warte. mir immer in Erinnerung. Die sind einfach so, Mit die denen- haben selber gar nicht so komische Haare, die haben so blonde Haare. Nein, da die... Nicht Und Ja. ein Röckchen und Strümpfe. Ja, Ja, alle genau, Figuren ja. von Sailor Moon haben doch in den Haaren so... Wie nennt man das? So Edelstein oder so. So Zeug Keine Ahnung, ich einfach. kann Ja, Sailor, ja. ich kann Sailor Moon eigentlich effektiv Ich nur habe zum Kind auch wecken nicht. am Morgen. Nein, die sind Skilager. nicht bauchfrei. Sag mal. Wir können es bauchfrei machen. Ja, wir können es bauchfrei machen. Ja, aber kannst du schauen, dass, ja. kannst du schauen, dass mein Röckchen ein bisschen länger Ja, ist? ja, weil sonst- genau, da die roten Dinger Bruder, da, ich das bin habe 30, gemeint. sonst hängen meine Schlepphoden raus. Nein, sicher nicht. Das ist es. Nein, du kannst einen Tanga darunter anlegen. Du dann kannst sind's Tanga- fast So, Alter, keine wenn ich Brüder. einen Tango habe, geht es links und rechts raus. Nein, du hast Tag Nein, eigentlich so einen Mann-Tanga. Das hat schon Platz. Was für ein normaler Tango? Hast du mal einen Mann, Tango gesehen? Ein Alter? Mannentanga, die Tanga. haben einfach wirklich mehr Platz. Ich kann mir aber Oder so Unterhose mit der Pouch, wo kannst du die Eier rein tun. Bitte, ich Ja. kann einfach reguläre Unterhosen anlegen. Nein, Wieso nicht? das passt nicht zum wenn man es sieht. Man sieht es ja eh nicht. Man muss deinen Ass sehen. Oder- Hey, Bruder, hast du das gesehen? Man sieht den Ass nicht bei dem Outfit. Das Doch, ist, doch. das ist ein Comic, der gemalt ist. Also könntest du das von dem drauf schliessen, wie man deinen Ass sieht. Also, wir holen den Kostüm und du zeigst ihn. Es ist gut. Ja. Nein. Jetzt mache ich es nicht mehr, keine Lust mehr. Oh Mann. Ja, ich habe gemeint, du hast mit Siamese noch nackt auf die Bühne spielen. Das hast du gesagt, Alter. Das Also ist ich habe Du das hast auch ja gehört. gesagt. Ja, ja. Ich habe das also auch gehört. du hast gesagt. Ja, du hast gesagt ja und ich habe gesagt nein. Das Wichtige ist, hat das Siamese auch gehört? Weißt du was? Ihr habt zwar Ich alle weiss nicht. gehört, aber was ihr nicht gesehen habt, sind meine verkreuzten Finger unter dem Tisch gewesen. Oh. 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 Habe Ja, ich mir aber- aber gut geredet, hä? Ja, Bella und ich haben heute gleiche Garderobe mitgenommen. Einfach weil wir knallhart den gleichen T-Shirt Siamese geholt haben. Wir haben einfach wollen sagen, dass wir etwas besser sind wie andere Bands. Wir Ja, sind genau. nicht etwas Besseres wie andere Bands, wir haben einfach im Exil gespielt. Das Ja, hat jeder schon. aber hey, Siamese heisst, oder? Ihr habt das gleiche Shirt, ihr hättet ein Shirt kaufen mit 2 Köpfen raus. Im Dann wäre Triple XL, Siamese Alter. gewesen. Ja, Ja. Das wäre schon Wir haben geil es wirklich gewesen. nicht angesprochen, wir haben einfach beide genau er hat es mal gekauft, ich habe es nachher haben wir verglichen. Also ja, gleiche Shirt. Es ist sogar die Läuft. gleiche Größe. Mhm. Crazy. Ja, ja. Als wir kein L hatten, habe ich gesagt, gib mir das XL besser als ein M. Ist so. Aber hey, merci alle, die ans Grillfest gekommen sind. Das war wirklich geil gewesen. Genau, also du hast Spaß gemacht. Und alle, die nachher gekommen sind in Bag, also zum Merch und gesagt haben, hey, ich habe leider nur einen Song von euch gesehen. Next fucking chance, 16.3. im Ebri. Aber das Problem Let's ist, go. es ist Ebri. Das heisst, es wird ein bisschen eng. Also musst du wirklich früh vorbeikommen. Weil es gibt, Ja, klar. glaube ich, keine Gästeliste. Es gibt, glaube ich, gar nichts. Es gibt einfach nur Bar, 20 Stutz auf den Tisch und dann kommst du rein. Geil. Und Mit- es ist mit Kate Effect und mit Fear Lab, der Startschuss von der Fear Forever Tournee. Be there oder. B-Square. Oh Gott, da Ich habe kann ich schon jetzt Ewigkeiten irgendeinen nicht Pun mehr gehört. machen mit Fear, aber Be Square. Der Be There aber- or Be Square habe ich ja Ewigkeiten Aber nicht weißt du, wieso gehört, heißt es Alter. Be Square? Because you're not around? Nein, weil sonst bist du ein Nerd. Nein, ist so. Because you're Ja, not Square, around. Ja, oder? ich weiß. Oder? Was? Was? Nein, be there or be square because you're not around. Ah, ich habe gemeint, einfach sonst bist du ein Nerd halt. Was hat das aber mal, auch. was Ja, hat, voll, be there or be square, sonst bist du ein Nerd. Nein, aber es ist der einzige Gig von dieser Tour, man darf es Tour nennen, oder? Ja, also der Dave hat mich angefickt, aber dann habe ich ihm einfach, der Dave von Save Last Breath hat zwar gesagt, das ist einfach keine Tour. Dann habe ich ihm gesagt, euch verlängert die Weekender im Fall auch nicht. Also, es ist eine Tour und es ist der einzige Stop, wo Kate Effect dabei sind. Mhm. Also, Stimmt lasst nicht. es euch nicht entgehen. Das stimmt. Es ist der nicht. einzige Stop in Zürich, wo Kate Effect Zürich. dabei Stimmt sind. auch Das nicht. stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Es ist der einzige Stopp von der Tour, wo Kate Effect dabei ist, weil das letzte Konzert ist Plattentaufe von Fear Lab im Werk 21 im Oktober. Stimmt. Also das gehört zum vorherigen Ding. Es sind wie zwei Sachen. Es sind die kleine Tour und das Abschlusskonzert, wo genau gleichzeitig dann auch die Plattentaufe von Fear Lab ist. Ist es Werk 21 oder Dynamo? Ohne. Alright. Und dort ist Kate Effect Vorband und wer noch? Eigentlich alle Bands, die wir damit spielen. ausser die Alle? polnischen. Ah, da habe ich den Flyer falsch gedeutet. Müsst ihr den noch irgendwie so anpassen, Das ist dass so- es es ist alles alles doppelcheckt? angeschrieben, Also ich habe es Ja, einfach sonst schon. verstanden. Also alles habe ich gecheckt, überall, weißt du, so Basel, Rafa Falga und so weiter. Ja. Aber dass beim letzten alle dabei sind, das habe ich nicht begriffen. Steht Ich schon. Unten dran, in einer... Also ich habe Ja, es schon Es ist, begriffen. es ist wer ist alles dabei? Kate Effect, mir, Whiteout, Ja. Small District, Last Chance to Say Goodbye. Let's Just Say Goodbye. Polar Shift, glaube Polar Shift stimmt, ja. Und ihr zwei. Ja, aber das ist ich. ja Rafa Folga. Also die Frage ist, ist auch in fucking Zürich. Indoor Fucking, wie viele Bands sind das? Festival. Das fängt ja am Nachmittag um 2 an, dem Fall. Ja, ist nicht mein Problem. Ja, Ist es ohne so? Scheiß, das kommt so aus dem Flyer nicht hervor. Fragen noch ein paar unbefangene Leute, nicht der Mike, sondern andere. Ich bin auch unbefangen. wenn ich kann, den Silvan fertig machen, mache ich es. Okay. Das stimmt. Ja. Voll. Ich schaue gerade schnell nach. Aber ja, eben nächste Woche, die Woche Pool hat, Yeah. nicht die Woche danach
Kate Effect Der ist Ostern. versus Wann sieht man Whiteout wieder? Bullet Vessel. Nein! Nach Bullet! Ich kann dir so sagen, wenn man weiter als nächstes Mal Ja, sieht, wo voll. ich es weiss. Ja, genau. eben dort, Es ist vermutlich. ja. Nämlich. Kamigawa-Zeugs, oder? Es steht so. Ja, ja, das da ist ja komme ich auch auch. Es Oh! ist nicht Champions, es ist nicht Betrayers, es ist Saviors of Kamigawa diesmal. Ja, Mann, das 3. Mal. Und Ja. es ist mit fucking Logify auch Also, noch. geil. Brian, Und Henry einfach so FP. zur Richtig Info. geiles Line-Up. Ich Voll weiss, viele Bands. ich weiss jetzt einfach nicht, wie du kannst falsch verstehen. Da steht 19.10. Dynamo-Werk 21 Zürich. Support. Whiteout, A Small District. Wrath of All God, The Kate Effect. Dann sind es nur die. Sorry, dann habe ich es falsch im Grind gehabt. Ja, also, meine Fresse. Ich habe auch gemeint, scheiße, so viele Bands habe ich auch nicht auf dem Flyer gesehen. Gut, bin ich noch Ja, mal... in dem Fall, sorry, last chance to say goodbye, no kings, no slaves. Und Sie haben gerade ein mega Dings gehabt. Was? Wir spielen Wir jetzt spielen auch voll die geil. Und Welt. jetzt, nein, Aber wo spielt noch Kings of Slaves? Luzern. Luzern. Ja, wir haben schon geschaut, dass wir eine Local Band haben. No Kings Lost Slaves Wann ist so spielt ihr in eine Luzern? gute Band, Was? Wer Alter. spielt in Luzern? Am 8.6. Nein, dann spielen wir in Basel. Am 21.6. Wer spielt alles heute? mit No Kings, No Slaves. Alright. Geil. Wieso Dann- Basel, dann- Alter? passt. Was ist mit Red Valga? Ah, Genau, Ja. genau. Luzern wäre es gewesen. Luzern ist noch Kings of Slaves. Eben. ja. Und dann, ja, stimmt. Whitehead ist jetzt eine Badeband, oder? Genau. Deswegen Bade mit Whitehead. Ja. Ja. Also Das eben, ist das Bella ist, sein Geburtstag. das ist Yes. so lustig, weil ich habe immer ich weiss noch, Mike, wo ich Ja. gesagt habe, hey, weißt du, was wir an meinem 30. Geburtstag machen? Und dann Nichts. Mike so, nein. Und ich so, nix. Und du so, nein, das machen wir nicht. Wir gehen biken und dann saufen. Und ich so, Das ja, haben wir aber eigentlich wollen, ja. wir machen nichts Mhm. nichts mit Leuten. Weil ich habe keinen Bock an meinem 30. Geburtstag da. Hey, schaut, ich bin der Silvan, ich bin 30, kommt alle mich feiern. Und dann bin ich auf Winterthur beordert worden von der Herren Fear Lab zum Planen für die Tour. Und dann nach so einem Whisky haben sie so angefangen, ich angefangen Whisky zu saufen wegen denen. Mhm. Wenn wir so Bier getrunken haben, sagen sie, nimmst du noch einen Whisky? Ich so, ja, noch nie gute Whisky gehabt. Und sie so, ja, dann bestellen wir dir jetzt einen guten Sicher hast Whisky. du den meisten am Geburtstag vom Ja, fuck. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich so, ja, nicht so viel Whisky. Und dann haben sie so, du bist ein guter. Dann haben sie einfach einen Whisky anstellen. Da trinke ich jetzt Whisky mit ihnen anscheinend. Auf jeden Fall kommt dann der Sascha und klatscht mir so den Flyer an. So, pff, das sind Daten nicht. Die Bands sind noch nicht alle da, aber die hast du ja quasi uns gegeben, die man könnte nehmen. Von dem her, das sieht gut aus. Mhm. Die eine Show ist noch nicht. Und ich so, Sascha, 22.06. ist das ernst? Und er so, ja. So, ich habe gesagt, ich mache an meinem Geburtstag nichts. Und er so, ja, Pech gehabt. Ja, jetzt schon. halt schon. Das heisst, Ja. mein 30. Geburtstag wird wahrscheinlich die grösste Fete, die ich je feiern. Ja, und dann machen wir sicher in der Mitte von University Set machen wir eine Pause, wo wir mit der Torte rauskommen, ein Whisky in der Mitte von der Torte. Machen, dass alle mitsingen und du musst auf der Bühne stehen und das anschauen. Ja, und Und dann wirst du caked. Ja. Und Yes. so richtig. Und nachher musst du weiterspielen. Was ist caked werden? Kennst du DJ Steve Aoki? Ja. Eben, der tut Cake. also, ich glaube, ihr sind, glaube ich, so einige, eben, entgegen von all, also, ich glaube, ihr wisst das, entgegen von allem, wenn du jetzt meine Hobbys und alles anschaust, was ich mache, Ja. bin ich absolut nicht aufmerksamkeitsgeil. Ja. Ja. Aber wenn jetzt alle, die da zulassen, das Gefühl haben, Bro, du hast einen Podcast, du hast 2 Bands und du machst ständig Instagram-Videos. So, ja, das mache ich aber für den Podcast, Mhm. für meine Bands und für die sonstigen Projekte. Mhm. Ich möchte das nicht, um mich selber im Fokus zu stellen. Und ich fände das so ungeil. Ja. Nein, Aber ich weiss, dass es wird passieren, dass irgendeiner auf die blöde Idee kommt und das Gefühl hat, er müsse jetzt, wo ich das gesagt habe, wird es nach jedem Song passieren. Ja, ich bin noch überlegen, noch so Das wär cool, Happy lustig. Birthday, so Deko einfach auf der Bühne stellen, bevor ein Konzert anfängt und so. Das machen wir ganz bestimmt. So Voll. Girlanden und so. Ja, genau. Ja. Und dann eine Also, Torte. hallo? Ja, und Irgendetwas nachher- Dummes kommt uns schon wir, in den wir Sinn. können eine Pinata organisieren, wo nachher im Pit ist und Leute müssen schlafen. Ja, so etwas. Okay, das fände ich geil. Das fände ich wirklich geil. Wenn, Und anstatt Süßigkeit hat es Shots drin. Oh ja. Ja, die kleine. So die kleinen. und dann höre ich auf zu saufen. Aber stell dir einfach vor, also so eine Pinata und bei Mhm. 6 Feet of Dirt wird anstatt Wall of Death wird auch so eine Pinata-Box. Ja. Das Ja. fände ich Alright. schon geil. Gut, jetzt bin ich überlegen. Alright. Dann etwas planen. Also von dem her, wenn ihr wollt, mich mit mir meinen Geburtstag zur Hölle machen und mich absolut nerven, Mhm. könnt ihr auf Eventfrog kaufen uns Ticket. Ja. Im Werkbaden am Mhm. 22.06. Mach mal Gästeliste, du Wichser. Die grösste Show von der Tour. Nein. Kennst du von Ja. dem haben wir das letzte in Kaniko?
Der Silvan habe ich nie gegönnt. Aber wie oft hat er von dir schon profitiert? Homeboys, ein paar halt. Mal. Jetzt das müssen wir jetzt mal schnell kurz klären. Erstens, du hast ein paar Mal halben Preis gezahlt, weil ich gratis reingekommen wäre und ich dann einfach gesagt habe, du zahlst halben Preis. Zweitens... Fair. Was ist zweitens? Ja, hast du das Gefühl, mit der Versi haben wir jemals Gästeliste? Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Also Nico, wie viel Mal hat der Bella von dir profitiert? Ich habe aufgehört zu zählen. Er hat gar nicht Unzählige von, Mal. vor allem habe ich gar nicht von ihm profitiert, ich habe nur davon profitiert, dass er den Umi kennt. Aber du warst Ja. auch am Arbeiten. Ich bin auch sein Plus 1 auf der Gästeliste. Ich habe Das ist nicht immer der Rumi. eigentlich Ja, stimmt. ja. Bei Good News ist es nicht er, oder? Gut. Nein. Ich glaube, das können wir jetzt noch mal. Cut, Editing Fail. Egal. Ja. Ich kann halt auch nicht dafür, dass ich ihn auf die besten Dates mitnehme immer. Ist so. Hast du die Einzelnen davon verdient? Genau, danke vielmals. Muss ich jetzt ja sagen, oder? Ja, also Nein, musst du nicht. Du der könntest jetzt sagen, der Döme hat mir geschrieben, Alter, es wäre schon cool, wenn ich in der Schweizer Metal-Szene war. So, weißt du, wie früher im Deutschrap, was so ein Beef starten. Das wäre schon Das lustig. ist schon noch witzig, ja. Ja, aber der Nico hast du in dem Fall schon mal gesehen, wenn ich ins Konzert gegangen bist. Vielleicht an einem Den Deathcore Nico oder haben einem wir Metal. oft gesehen. Ich habe den Nico nämlich, als ich ihn kennengelernt habe, das Gefühl, ich habe ihn schon 100 Mal gesehen. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir das wahrscheinlich schon 100 Mal gesehen haben. Du am hast den Konzert. Nico, du hast den Nico von immer noch unter Nico Lotrify gespeichert. Ja, aber sonst wüsste ich ja nicht, welcher Nico das ist. Ich habe etwa 18 Nikos, genauso wie ich etwa 14 Mikes kenne. Mike's Wer ist ist mit dem crazy. Nachnamen? Ja, ich habe dich halt mit dem Nachnamen gespeichert. Ja, fair. Ja. Okay, Ja, einfach kann- so zur Info, keiner von euch mit dem richtigen Namen abgespeichert. Ah, Das ist der stimmt. Brian Hatfield. Das ist der Nico Lotrify. Ja. Du bist der Mike Swas und das ist der Papa Ricky. Warte, ich glaube, Weißt du noch, der Ricky könnte ich glaube richtig abgespeichert haben. ich Puerto Rico. habe ihn zuerst gehabt als Mike Affat. Nein, zuerst als Mike Suas natürlich, und Natürlich. nachher auf Mike Affat. Und jetzt habe ich einfach den Nachnamen. Nico, der Cameraman. Der Brian. Mit der. Der Brian. Der Brian. Sehr Voll. wichtig. Und Silvan Bella. Genau. Bin am Anfang nicht gewusst, wer sein Vorname und sein Nachname ist. Ja, fair. Keins Ja. von beiden. Ja, Keins von genau, beiden ist ist mit das Nachnamen. Ja, weder das eine noch das andere. Ja. Das ist noch lustig. Der Josh hat mich als Brian Metal-Typ abgespeichert. Und der Yannick von Paleface, der hat es am besten gemacht. Der hat mich als Brian Griffin abgespeichert. Oh, Geil. Hey, ich kann ohne sagen, ich habe es gerade geschaut, ich habe eigentlich fast niemand mit dem richtigen Namen abgespeichert. Ja. Die richtigen Namen sagen mir nichts. fair. Nein, Ja, aber- langweilig sonst. So, die richtigen Namen sagen mir wirklich nichts. Mhm. Und sie sind mir auch nicht wichtig. Ich muss nicht wissen, wie ich zum Nachnamen heiße. Ich muss wissen, wieso ich euch kenne. Ja. Meine Mutter habe ich zum Beispiel als Mami abgespeichert und nicht als irgendwie ihren Namen. Du musst dir eben noch wissen, so eine Was für ein- Gästeliste gibt, weißt Hey, kannst du mir das Wasser geben? Mit Kohlensäure. Kann ich dir das Wasser reichen? Ja. Kannst du mir das... Was soll mir das heißen? Also, Auch Weißt du es echt nicht? Kannst du mir ein Glas geben? Nein. Bella, kannst du mir ein Glas? ja, okay. Kannst du mir das Wasser reichen? Das ist so, wo der Usain Bolt der schnellste Mensch auf der Welt war, hat ihm niemand das Wasser reichen. Also, ich sollte mir mehr Spanisch beibringen. Ja. Hau mal- Estos son mis quesos favoritos. Ja, Ja. Manzanas Rojas. genau das. Was? Manzanas Rojas. Was ist... Rote Äpfel. Wow! Sorry, das klingt viel verruchter. Ja, immer drum. Was würde Wurstrunde heißen auf Spanisch? Weißt du, darf ich es probieren, so richtig, Alright. so klischee-mäßig jetzt das auf Spanisch übersetzen. Wie das so deutsche Kabarettisten würden machen. Alright. Chorizo Rondell, oder was? Ich hätte jetzt Rondello gesagt. Rondello Chorizo. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist Was? Nicht schlecht. Also, aber schlussendlich, Wurst ist nicht gleich Chorizo. Chorizo ist ein Typ von Wurst. Fucking Ja. hell, ja, das Fuck, stimmt. ja. Aber nicht Chorizo. Wurst heisst Salsiccia. Ah ja. Ja, dann geht es nicht mehr auf mit Oh. Rondello. Dann müsste Kannst du Salsiccia Rondella sein. Von Italienisch kannst du Salsiccia, oder? Sie. Bündnersalz Oder? jetzt. Und dann ist halt La Ronda de las Salchichas. Aber Ronda ist richtig. Boah, das ist dann brutal geil, Mann. La Ja. Ronda de las... Das ist dann sexy. Das ist dann Dann absolut schon nicht Es- nach das ist dann absolut nicht nach einer Männerorgie. Es sind Gerade absolut, tätowieren. es sind So mit mir- absolut nach einem Bukake im Fall. Oder Keks wichsen. Okay. Ui! Ja. Genau danach. Gang gut Lachs hören. Ja. Im Fall die Folge Gibt's nicht so benennen. eigentlich Alter, ja, die Folge Ja. sicher Bukake-Party. Keks wichsen. Ah, Nein, Spanisch. es ist Wurstrunde Nummer 1. So wird's heißen. Wurststunde Nummer 1, Hashtag Bukake-Party. Okay, Oder kann ich machen. Gutzli wichsen, Mhm. irgend so etwas. Ein Ja. kleinen Titel nehmen, der die Leute catcht. Bukake Party ist eine Sache, ja.
Gibt es eine Schweizer Band wie Gutalax? Ja, voll. Rectal Depravity. Logisch heisst es so. Wie soll es sonst Die sind heißen? absolut genial und sind sogar aus dem Kanton Schweiz. Gut, Oral Fistfuck, vergiss ich auch nicht den Namen. So könnte es auch Ja, die heißen. sind, die machen so Slam Brutal Death. Mhm. Und mega cool. Der Schlagzeuger von denen ist auch bei Cranium. Cranium ist genial. Alright. Was ist Und, Dass ich mich outen als offizieller Poser. Was ist Cranium? Keine Cranium Ahnung. ist eine norwegische Band. Ich muss es nicht wissen, das ist keine gute Band. Der ist eine norwegische Band. Ein Cranium. Cranium. Aber der Drummer von Oral Fistfuck, von Vinti, ist auch bei denen Drummer. Und die sind recht berühmt im Alright. Death Metal. Ah, interessant. Genau. Sie sind recht berühmt in Death Metal. Also das ist schwierig. In Death Metal. Der Ricky und ich sind sehr berühmt in der Schweizer Metal-Podcast-Szene. Ich auch! Ja, du auch, stimmt, sorry, vergessen. Also eben, es gibt Rectal Depravity und dann gibt es eben eine Oral Fistfuck und eine Band, die ich auch im gleichen Atemzug noch würde erwähnen. Ja. Also Rectal Depravity ist die einzige, die wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich klingt wie Gutalax. Ja. Aber es gibt noch eine Gutalax, der für Slam-Band. ein Abführmittel, Mann. Das heisst Ja. Zäpfli, übersetzt. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall eine Band, die auch noch in die gleiche Kerbe haut, eine Slam-Band, die heisst Du weißt, das gleiche WC schießt. oder ins gleiche Publikum, je nachdem. Oh Gott, nein, hör auf. Also, und die heisst Pussboil. Pussboil. Sind auch, soweit ich weiss, aus der Innerschweiz, ich glaube Uri oder so, bin mir nicht sicher. Spoil, Alter. Ja. Die Also, waren Innerschweizer wieder, Mann. die sind auch verdammt gut. Hey, was machen wir? Ah, Nehmen wir mal Pissboil. Jetzt geht uns Stefan schießen da. Warte, Pissboil oder Pussboil. Pussboil. Eiterblatter. Oder? Bühle. Bühle, Eiterbühle, ja. Nice. Sorry, ich brauche mehr Gin Tonic für das. Ja, same. Ja, mein Bier ist ja schon leer. Stimmt. Warte Also schnell, Bier wäre jetzt auch dabei, ja, noch ich bin der, keins der am nächsten ist, ich hole schnell. Geil. Ja, sonst gehen wir schnell ein Bierli holen. Also, Ja, Jungs, schau, das Hol Ding mal ist ja, schnell. es ist so voll easy, weil ich kann mich so wegdrehen und dann kann ich da so... Und Schlag. Ja, man merkt es. Ja, und Und schon du wieder gehst nimmst du den Headlighter, Ständer, Also, wir Softbox. müssen mal ein bisschen Pause. Habe ich ja gesagt. Nein, ich kann es schnell holen, das ist ja voll easy. Oder Können ja, die zwei- oder können das. die vielleicht weiter schnell Nimm den machen? ganzen 4 Leute. Karton mit. Ja, nimm Braucht nicht den mich Karton. immer. Ja, Oder aber er sagt- tu das Licht wieder auf mich richten. Braufrisch ist sonst kälter, bringst du mehr Braufrisch. Da haben wir auch einen Karton. Also Ich ich nehme es überlege das Gleiche. überlege das mir, ich Kannst du würde Kühler ja mitnehmen? wahrscheinlich am... Bringst einfach einen Karton. Ich würde ja am 13.04. höchstwahrscheinlich hinter der Bar stehen. Whatever of Stimmt, Kamigawa. stimmt. Sabres of Von Kamigawa. dem her, Aber ich bin schau. Profi. Lass mal eine richtige Pro machen. 13.04. Sabres of Kamigawa. Lotrify. Whiteout. Henry B. Save Last Breath. Und dann wärst du an der Bar. Und wie wär's an der Bar? Und es wird der erste Gig sein mit Lotrify mit neuem Rhythmusgitarrist. Stimmt. Jawohl, Ja, mit dem... Ich José. weiß nicht, wie er heißt, aber er José, Juan ist- das. Juan. ja. Ist Juan oder ist Jose? Juan. Juan. Ich weiß nicht, wie er heißt. Juan aber oder Jose, misch doch einfach Das ist nicht Juan Juarez. Jose. Jungs, ich Ich weiß, weiss wie er nicht. heißt. Ich weiß, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er Juan das ganz sicher. Man sieht dich im Fall nicht und das ist mega blöd so. Geh ein Bier holen. Ist mir gleich gerade das Bier holen. Hör auf mir immer so blöde Fragen stellen. Ja, Bis nachher Bier tschüss. Falls du dich fragst, wieso du immer noch zuhörst, hol dir auch ein Bier. Mhm, ja. Und immer noch ist er da. Auch wenn er jetzt zum Arbeiten ist. Hey, die Jockey sind fucking the shit, man. Das Die sind geil. nice. Mhm. Gut. Nein, ist gut. Ich freue mich jetzt aufs Bier. Ja. Ja. Hast du eigentlich gewusst, dass bei Cashew, das sind ja Schoki-Cashews, Ja. hast du gewusst, dass Cashews eigentlich die Frucht vom Cashew rührst einfach weg? Okay. Das ist nur der Samen von der Frucht eigentlich, wo du Alright. isst. Und jedes ist einzeln, darum sind sie Das so ist- scheiße teuer. Das ist sehr erotisch. Mir ist in Indonesien ist mir mal so ein scheiß Cashew-Dings auf den Grind gefallen, das hat verdammt wehgetan. Ja, wirklich im Fall. Das ist wie ein scheiß Golfball, der vom Baum oben Ah, deswegen abgeht. sind sie ja so teuer, weil du musst den Fleisch für den Scheiß. Ja, die sind so unten dran, so. Mhm. Alright. Ich gar nicht wissen, von was ihr redet. Cashews. Von uns. Oh. Oh, warte schon. Es sieht verdammt kompliziert aus, was du machst, Silvan. Ah, der kann das. Ja. Er ist bald 30. Oh. Ich bin nicht der neue Gitarrist von Lotrify, ich kann das nicht. Entschuldigung, dass ich da so ein Witzchen drüber mache, aber der Yannick hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Cheers. Hey, wir haben heute das erste Mal probt Cheers. mit einem vielleicht potenziellen neuen Gitarrist. Und ich habe so gefragt, und? Und er so, er Juan das. Genial. Aber dann ist es schon Juan. Er heißt Juan, ja? Eben nicht José. Ich habe schon gemeint. Der hat gesagt, bin mir nicht sicher, Gott verdammt. Ich habe 4-mal den Joke Ja. gebracht, dass er das Juan. Also ich weiß nicht, wie ihr da nicht gestiegen sind. Alright. Ja, aber aber ich Silvan, bei finde dir ist halt alles möglich. So. es eben geil, wie mehr und mehr wir Latinos Sorry, so Szene erobern. fucking latent rassistisch bin ich jetzt nicht, dass ich einfach den Namen José höre und dann behaupte, ein Typ heißt Juan.
Ich bin ja schon amigs ein bisschen so in die Richtung und habe so amigs so Sachen, wo ich sage, ja gut, okay, das verstehen jetzt vielleicht Leute falsch, aber... Oder Carlos. Carlos. Nein, dann hätte er kein Auto. Eben. Apropos Carlos, Raul. heute haben sie gemeint, ich wäre in U-Haft. Wieso? Stimmt. Heißt der Carlos Brian? Er hat in den Medien haben sie Ah, ihn etwa nein, 5 Jahre stimmt. Carlos genannt. Stimmt, das Ja, war der, eben. nein, Ist das der Carlos? Das... Ja, jetzt es ist wirklich? um den das Brian stimmt, gegangen, der Screenshot, natürlich. den der Nico geschickt Oha. hat. Ah, alright. Ich habe mich ja. eigentlich immer gefragt, wer der Brian ist, wo jetzt plötzlich alle drüber reden. und Carlos? Das ist der Carlos. Das ist der Sag dem doch einfach Carlos. Nein, das will Nein, er er heisst eben eben nicht. Brian. Er hat gesagt, nehmt mich beim richtigen Namen, Ja. nicht bei meinem Zeitungsnamen. Das ist mir doch gleich, was er will. Ich weiß es Und nicht. wieso haben die ihn Carlos genannt? Wegen Jugendschutzgesetz und so Zeugs. Ah, Ja. Und Migrationshintergrund. Okay. Hat sich Das ist gerade gut. angeboten. Warte schnell. Jetzt aber Sorry, Carlos hat jetzt wesentlich mehr Migrationshintergrund wie Brian, Alter. Also nein, es hat beides genau gleich viel Vor allem, wie das Migrationshintergrund. tönt hat. Das hat sich auch gerade angeboten. Sorry, sorry, dass ich das mal. Brian hat genau gleich viel Migrationshintergrund wie Carlos. Einfach der eine ist weiss und der andere nicht. Nein, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich schon etwa die mit dem verwechselt worden. Ich kenne Ja. den nicht persönlich, den anderen Brian. Noch Du nicht. bist einfach so auf der Straße geschlagen, so verhaftet worden. Irgendeiner kommt so, du lässt jetzt deine Handschellen wieder an. Und du sagst, ich bin nicht der. Nein, weil ich glaube, es ist vor allem, weil ich auch den gleichen Jahrgang habe wie er. Und es ist Aha. easy oft in der Zeitung gestanden, Brian, Jahrgang Aha. 95 oder Brian 27. Also, ja, Und heute eben wieder, wo der Nico den Screenshot geschickt hat. Geil. Gesagt, der muss jetzt auf Wettigen, nicht vor Gericht. Also, Ja. Ah, Wir nicht aber im Staatsanwalt antraben, Brian. Auf Baden. Sag mal Er muss aufhören, auf Baden, Anna. Nico. Wir Wieso? sind doch in Neuenhof. Wir sind in Wettigen, oder? Ja, Das wir können auch einfach wir können auch Ricky seine Adresse Ja, rühren. Kein Aber wir haben schon Problem. gesagt, wir sind nicht in Baden von dem. Ja, Baden, aber jetzt wissen sie, Ah. wo man uns findet. Eben, weil ich meine, Beim Schulhaus. jetzt bin ich Teil von der Badener Metalcore-Szene, Bruder. Wie hast bist du du dich Teil, geoutet, hä? wie bist du Teil von der Also, Badener dass alle Metalcore-Szene? wissen, der Ricky wohnt oberhalb vom Volk. Ja. What the fuck was that? Auch der Kim Possible-Ding da. Ja, Es ja, war wirklich impossible. gewesen. Sorry, Ja. wie unprofessionell. Thomann hat meinen Auftrag verschickt. ja, ja, gemeint, der Kamera ist ausgestiegen oder so. Nein, ich habe als Klingelton den King Possible Pager. Mhm. Das haben wir gehört, ja. Ja, Das haben alle gehört. Alle Geil. zwei, drei Leute, die das hören. voll. Gell? Ich finde, Wurststunde ist sehr interessant heute. Auch mal Ich auch. Ganz relaxed, ganz entspannt. Alle Zuschauer werden einfach das Gefühl haben, Merci. Was sind das nie noch für mehr komische bitte, wir Bömbeli da brauchen- drin? brauche ich wieder Ja, das. ich weiss Ist, auch nicht so Pfeffer, Ich genau. habe Nein, gemeint, sind die Schocke-Dings Juniper. so in der Case. was ist, Juniper. was ist Juniper auf Deutsch? Ich weiß im Fall nicht. Juniper. Juniper Fox ist ein Fuchs. Ich bin mir ziemlich Hat ein- sicher, Juniper Fox ist ein Pornstar. Nein, geh mal auf Instagram. Juniper Fox, bester Instagram-Account überhaupt, ich, Alter. ich google jetzt Du Juniper kennst die ganze Fox Zeit so und herzige Füchse. Sie hat so eine Frau, die gerettet hat. Also- Aber ich weiss, welche du meinst. Ja, das gell? ist wirklich herzig. Also ich bin Ja. aktuell suchte auf der Bober-Kurve, Alter. Ja. Hey Boys, ich Überall. wollte ja wirklich nichts sagen, aber ich komme nur auf Pornhub. Ihr hohen Sexgrüssel, Alter. Du bist halt auch nicht auf Instagram. Es ist nur das, was ihr gesagt habt. Es ist keine Pornoseite. Ich bin Ah, sehr wirklich? enttäuscht. Also Juniper Fox ist Wie war? einfach nicht ein Fuchs. Tschüss. Mal, Cheerio, Juniper Fox ist cheers, effektiv das, was cheers. der Mike sagt. Es ist eine Doch, ist aber Instagram-Page, die wirklich- Fox postet. Das ist ultra herzig. Muss Aber man dann schauen. können wir Dir dann wird's gerade gefallen, Ricky. Chaos of the Day oder so, ist auch eine super Instagram-Page. Mhm. Oder Cats on Amps. Cats on Amps ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Wirklich super. Von denen ist doch so der Janus, Amps. der Janus Ja. Christus so Fan. Mega. Oder Etsy oder Iggy ist auch sehr herzig. Das ist ein Iggy. Iggy ist ein Italian Greyhound. Sorry, Die sind auch ultra herzig. Beste Instagram-Seite ist einfach immer noch Kids Getting Hurt. Ja, Kids Absolut. Getting Hurt ist auch sick. Ja, das Ja. stimmt. Ja. Und Nature is Metal. Nature is Metal, das ist der einzige, den ich kenne. Also, Oder Siberian Derbskis ist auch super. Das sind so zwei herzige Huskies. alright. Das ist mega Wie viele cool. Tiere folgst du, Alter? Ah, eigentlich fast nur. Also, wenn jetzt nicht wissen, eben der Mike, immer wenn wir den Hund bringen, er ist einfach voll fokussiert auf die Hunde, nicht anders. Ich liebe sie, sie lieben Ja. mich. Genau, Ja. das ist super. Ja, wie meine Mami immer gesagt hat, gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Der Hund. Ja. Ja. Du unloyales Arschloch. Ich kann nur sagen, du bist ein geiler Sieg. Die Hunde sind geile Siechen und sie Hast du gut gerettet, du Wichser. Mit dem bin ich gut. Ja. Das kann ich. Ich liebe dich auch. Ich frage mich, wenn ich mich aus dieser Situation da wird retten, wenn nach dem Release von dem Podcast offiziell Metal Servola cancelled wird. Wir haben noch nichts so Schlimmes Böses gesagt. gesagt. Es ist noch früh. Ja, wir haben noch nichts Böses gesagt. Ja, ja, wir haben noch nichts gesagt. Wir haben, aber Läuft bis, doch jetzt schon nur, seit einer Stunde. wir haben aber bis jetzt auch nur über Eben, Good ja. Luck geredet. Ja, voll. Aber es ist nicht mehr Wunder, was für andere Bands haben nicht gespielt.
Also, beide Headliner eben Pig Destroyer und Cattle Decapitation. Ich möchte das noch hören, gib's Ich zu. habe einfach die Namen noch hören. Sorry, haben sie aber wenigstens einen Song, der tönt wie Hail Destroyer for Cancer Bats und haben einfach umgeschrieben zu Big Destroyer. Und dann einfach so Big Destroyer. Nein, aber es gibt die Band auch schon sehr viel länger als Cancer Bats. Und... Wait a second, Bruder, da bin ich mir nicht so sicher. Oh doch. Wie lange Und- gibt es Pig Destroyer? Ja, seit Anfang 90er. Wenn Cancer Bats im jetzt Fall auch. Pig Destroyer eingibst, dann siehst du einfach nur irgendwelche PETA-Videos. Ja, und Gutalax war der Deadliner gewesen. Und jetzt können wir die Band, Ja, die was vor schnell den drei noch gespielt hat, Ja. gerne aufrollen. Zuerst eine, die ich selber auch nicht kennt habe, Vomit Fourth. Okay. Geiler Death Metal gewesen, solid. Der Sänger hat die ganze Zeit so ins Publikum gespuckt, habe ich nicht so gefühlt. Das ist so, Okay, Cancer Bats gibt es definitiv länger. Wegen? Pig Destroyer gibt es seit 1997. Und Cancer Bats gibt es aber gleich lang wie Billy Talent und hier gibt es seit 1993. Wow. Damn. Also, Hätte du ich weißt nicht es in dem gedacht. Fall noch nicht. Du hast gerade öppe. Ja, warte jetzt schnell. Ich weiss, dass es Cancer Bats aber gleich lang gibt Dann wie tu Billy ich noch Talent. geschwind ausführen. Okay. Womit Ja. Fourth? Okay, ich habe absolut nicht recht. Das ist 2004. 11 Jahre, nein, warte, 7 Jahre. 7 Ja. Jahre länger. Zum Glück kannst du Mathe, Alter. Zum Glück kannst du Mathe, weil ich Ich kann es nicht mehr auf nicht. der Bank. Ja, same. Aber du hast. Richtig. Womit Fourth, eben der Sänger ist so typisch gewesen, ein Amerikaner, der das erste Mal auf Europa-Tournee ist. Und ich meine, jetzt irgendwo, wo es so heißbrütig sind, kannst du vielleicht schon ins Publikum spucken. Ja. Aber in der Schweiz kommt das auch voll nicht gut an. Jetzt sind Ja. alle so Alter. Nein, piss dich. Haben wir ein Bier angerührt? Nein, ist eben gar nicht geflogen. Es sind dann einfach wirklich keine Leute in den Pit gegangen und das war ein riesig Piss gewesen. Brüder, Alter, Ja, aber sorry, aber was für ein Wichser. Aber Würde spuckst irgend- doch nicht würde ins hure Publikum Ja, an. würde irgendein Sänger das Gefühl haben, er müsse ins Publikum spucken? Einmal ist ja vielleicht, hat er es nicht extra gemacht. Vielleicht hat er sich nicht mehr können. Ja, aber wenn er es aber mehrmals wirklich macht. so 4, 5 Hey, ich Mal. würde an die Bar hinterher gehen, mir ein neues Bier kaufen, einen halben Liter und es ihm einfach ins Gesicht leeren. Das ist. Nein, ich will in Das einen, ist so wie- ich will in einen Becher pissen und ihm das anrühren. Ja, denkst, weißt du noch, Geil. Nein, das ist aus. unfair für den Schlagzeuger, der hinten dran steht. Bella, weißt du noch am Comedian-Kick, wo die letzte Band am Spielen war, voll besoffen? Und wir stehen 3 Und er hat Leute uns mit Bier... vor, nur 3 Leute am Pit und der Rest sind so irgendwo anders, oder? Und alles rührt uns Bier. Und ich so, bro. Was? Kannst du die Story bitte erzählen? Also, okay, also wir sind, also es war die letzte Band gewesen, im Comedian Plattaufe gewesen. Welches Es war so schon eine wieder Grunge, nein, es war eine Grunge-Band gewesen und wir sind richtig besoffen gewesen. Also so richtig. Es ist, gewesen? Bekifft umsoffen, ja, ja, Alter. es ist so fucking funny gewesen. Der Gitarrist steckt so sein Pedalboard zusammen und schaut so rauf. Hier sind die vom Video. Genau, ja. Und das Thema ist Ich so, von welchem Video? Vom Werbevideo. Yeah, boy. Und das Thema ist, alle sind so irgendwie schon an mir disconnected gewesen, langsam, so wie alle Trash-Bands haben schon gespielt, so cool. Ein bisschen so. Und wir so, wie weißt, ein bisschen Support zeigen, sind für mal so 3 Leute oder Das so ist geil gewesen. gewesen. No Mute Das ist sind geil gewesen. No Mute sind sehr cool gewesen. Aber nachher, ich glaube, der Sänger ist so besoffen gewesen, er hat gemeint, es hat mehr Leute oder so, oder ist so Polystimme gewesen und dann rührt einfach sein Bier. Ich glaube, er hat es im Fall nicht gerührt. Er hat es einfach so umgeschüttelt und nachher ist es einfach über uns ausgeleert. Und dann ich so wie, hey, gehen wir. Ja. Und dann sind wir gegangen. Ja, und ich so, im Überlegen so, ja, scheiße, jetzt muss ich sogar duschen. Stimmt, ja. Eben. Wir sind so wirklich chillig, das ganze Konzert Ja, war das so ein bisschen ganz am Schauen. chillig Es war so gutes Wetter. Gewesen. Ja, voll. Anständige Luftverhältnisse dort Voll. drin. Nicht zu Tipptopp. feucht, nicht zu warm, nicht zu Ja. kalt. Einfach Ja. wirklich nice, so dass du einfach kannst können sagen, okay, Mhm. wenn ich heute Abend nicht gehe duschen, ist das nicht so grusig. Genau. Nichts Voll. gewesen. Ja. Nichts gewesen. Nichts Außer gewesen. Spesen, nichts gewesen. Ja, für nichts. Aber er ist funny gewesen. Es ist egal. gewesen. Ja. Mike, möchtest du mir noch erzählen, was wir am Abend gemacht haben? Das war ein weiteres gutes Konzert. gewesen. Nein, Es ist das ein- stimmt nicht. richtig Was ist gutes das? Konzert. Stimmt gewesen. nicht. Wir reden von Plattaufe Wir reden von der im Oktober Plattentaufe. oder so. Von Ja, Comedian. Ah, Nicht vom letzten Das war aber fies gewesen von euch. Ja, voll. Ja. Aber Stimmt, wenn du Ricky zugelassen hättest, hättest du können... Ja, voll. Dann roll ich doch noch kurz auf und dann kannst du gerne sagen, wo ihr gewesen seid. Okay, go for it. Nach dem Raus. Spucker sind nämlich... Die haben übrigens nur 20 Minuten gespielt, obwohl es 30 hatten. Aber er ist ein Hip-Hopper. Weil er ist Er- ein Spitten. Ja, und er hat eine Trainerhosen angehabt. Ah, Gut, das heisst nichts. Hast du mal Whiteout gesehen? Rapper und Slav. Alright. Ja, kann man sagen. Auf Hast du jeden einmal Fall, alles. nach denen sind 200 Stab Wounds gekommen. Sie sind in Amerika eben schon easy bekannt, aber jetzt erst mal auf Europa-Tournee. Das ist wirklich 200 böse Stab geil. Wounds. Darf ich schnell fragen? An einzelnen Menschen oder an einem? Wahrscheinlich ja. Wir haben es nicht näher ausgeführt, aber die sind wirklich genial. Check it out. Alright. Die habe ich fast am besten gefunden von allen.
Und nachher... Die machen aber nicht ähnliche Musik wie Du Night Hannes, Party. der oder? Bunz, Alter, die Namen. Nein, Night Party ist Dubstep, Mann. Du, zum Fernsehen, ich könnte mir das vorstellen. Ja. Ja, Das nein, würde es wahrscheinlich ist wirklich funktionieren. eher so ein bisschen Oldschool Death Metal mit Hardcore gemischt. Mhm. Das klingt aber nicht schlecht. Gell? Das Ja. klingt nach Power Trip. Ja, voll. Ja, kann man sagen. Stimmt, Ja. nicht, Power Trip ist fresh. Eben, ja, es ist wie Fresh-Element und Death Metal-Element ersetzt. Klingt aber gleich noch irgendwie noch nice. Ja. Ja, Ich könnte mir noch vorstellen, dass mir das gefällt. ja, probieren es aus. Und nach ihnen sind eine Was von jetzt, ich meinen... stich mir voll 200 Mal an. Wenn du überlebst, darfst du die Band hören. Auf jeden Fall, nachher wie? ist Sonst die nicht. Band gekommen, wo ich mein ganzes Outfit an dem Tag nach innen gerichtet Ah. habe. Habe ich eigentlich richtig vernommen, dass gewisse Leute an diesem Konzert gekommen sind, die ich gesehen habe, heimgegangen sind und dann im gleichen Outfit zurückgekommen sind oder im ähnlichen? Das ist korrekt, ja. Das stimmt wirklich, ja. Er ist extra heimgegangen und wieder kurz, um sich gleich anlegen wie ich. Also ähnlich. Finde ich geil. Ja. Auf jeden Fall, ich bin angelegt gewesen im Merch von Stillbirth. Unsere geil, Brutal geil. Death Metal Surfer Boys. Surfer Boys, ja. Ja, wie immer, einfach absolut genial gewesen. Wer die noch nie gesehen hat, ist dumm. Mhm. Ja. Also sorry, aber jetzt wirklich alle die huren Twitter-Leute konzentrieren sich auf die völlig falschen Menschen. Du könntest einfach nur die Bands alle anhand vom Namen schon canceln. Ich bin immer noch, mein Traum ist irgendwann eine Tour, also du könntest sie nennen, die No Reproduction Tour. Stillbirth als Vorband und nachher Double Headliner, Aborted und Dying Fetus. Ja. Das wäre mein absoluter Traum, wirklich. Von der Band nehmen und von der Musik, was sie machen. Fucking hell, Alter. Alter, aber eine Amerika-Tour gesponsert bei Planned Parenthood. Yeah! Es wäre jetzt sick Line-Up. Und jetzt fällt wirklich nur noch eine Band. Weißt du, wer da böse dagegen ist? Die katholische Kirche. Oh ja, und so die Regierung von Alabama. Dann hättest du wieder. Früher, ja, das hast du heutzutage ja nicht mehr. Kirchliche Fanatiker, religiöse Christenfanatiker, die dich bekehren, wie du zu Satan gehst, die hättest du dort ganz sicher. Also, das Ja, gibt es ja. ganz bestimmt noch solche. Die gibt es Ja, ja, immer noch aber- in der Schweiz. Kennst du den Marsch fürs Leben? Ja, aber Stimmt, sie ja. stehen nicht mehr an Konzert vor den Hallen und schreien dich an, dass Ja, du stimmt. Hättest du das mal Die in der sind Schweiz Schweizer selber daran Geld verdienen. Ihnen gehört Samsung Hall. Was? Nein, das ist ICF, die sind anders. Die Ja, hassen, aber die die hassen haben- nur Schwule. Die haben 2008 eine Gegendemo gemacht gegen das Marilyn Manson Konzert im Hallenstadion und jetzt dürfen wir ihnen in der Halle auftreten. Ja, weißt du wieso? Ich glaube, der Wegen Umi, Money. ich glaub, der Umi und Mainland Crew haben eben irgendwie so einen internen Wettstreit am Laufen, der die kaputteste Band dort reinbucht. Ja, und Slayer ist nicht gegangen wegen dem anscheinend. Wer weiß? Slayer ist wegen dem Feuer nicht gegangen. Slayer hat easy. doch drinnen gespielt? Ja, mit stimmt. Lamb of Nein, God? nicht der Halle das ist der Halle 622. Aber Stimmt, das so ist eine wegen dem Scheiße. Feuer Sie gewesen. hast recht. Das ist höchstwahrscheinlich Ja, wegen ja. dem Feuer gewesen. Ja, ja, weil du hast recht. Parkway Das ist Drive last ist year auch Feuer, wegen der Feuershow verschoben worden auf Halle 622. Easy. Jetzt, ich schließe es gerade ab, dann kannst du endlich. Und zwar, Ja, kein Stress. die letzte Band, die noch war, das ist die mir am wenigsten gefallen hat, weil es ist so eine reine Deathcore-Band war. Okay. Ohne irgendwelche Gacki, ohne irgendwelche Brutal Oh. Death dazu. Einfach Also in nur, dem Fall ein Delusionist. Ja, es ist eigentlich, also ja, ich habe gefunden, sie haben tönt wie Whitechapel. Sie haben geheißen Signs of the Swarm. Die sind geil. Nein, die sind nicht geil. Die sind geil. Und Nö, sie ich sind habe es nicht überhaupt nicht gefühlt. Meine Kollegen haben es gefühlt. Darum. Aber dann sind es nicht ein Delusionist gewesen, weil ein glaub- Delusionist fühle ich. ja, ich auch, stimmt. Sign for the Swarm sind ja in Tour mit Perfect gewesen, oder? Oder? Weiß es nicht. Doch. Doch. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, bei mir ist der Funke nicht gesprungen. Sie haben für mich wie nicht reingepasst. Es ist so die einzige anständige Band. gewesen. Ah, du meinst, du Das ist hast nachher Also Also mich meinst hätte es nämlich in einem anderen Line-Up hätte es dir vielleicht gefallen. Das Sehr ist gut Das möglich. ist nämlich meine Theorie mit Sehr gut Silosis möglich. gewesen. Mhm. Ja. weil der Mike das Gefühl hat, sei Ja. los ist, mega langweilig. Hey, gewesen. Mir hat es nicht gefallen. Aber ich sage, es hat mir nicht gefallen wegen dem Line-Up. Sehr Ja, gut ja, möglich, es gebe ich ist dir recht. schwierig. Das habe ich auch schon gehabt. Ja. Mit Crowbar habe ich das zum Beispiel mal gehabt. Mit wem? Mit Overkill und Crowbar mit Overkill? ja, eben. What the fuck? Alright. Also es sind so drei Fresh-Metal-Bands und Ja. Crowbar. Alright. Eben. Und dann denkst du sowieso, stehen die Leute dort, spielen in Ja. Zeitlupe irgendwelche 8-minütigen Songs. Ja. Und da habe ich es schon mal gesagt und dachte, scheiße, ist das geil. aber das ist eben genau das Gleiche wie bei mir gewesen. 3 HC-Bands und Silosis in der Mitte. So. Ja, das stimmt, dann, das dann, Und dann habe ich müssen gebe ich sagen, dir recht. eben, dann hat mir Mhm. Silosis halt nicht so gefallen, wegen, nicht weil mir Silosis nicht gefällt, sondern Mhm. einfach, weil sie in dem Line-Up hat es in meinen Augen nicht gepasst. Ja. Ich Und so find- ist es bei mir mit Signs of Ja. the Swarm gewesen. Ich am und der Samstag. Nico finden, in diesem Line-Up haben die anderen 3 Bands nicht gepasst. Silosis sind heftig gut gewesen. Ja. Wirklich super Sorry, Band. im fucking Josh Middleton, seine Vocals sind noch heftiger als das brutal. Gitarre Und das ist so spielen. tight. Das ist so tight, der Brudi. Fuck genau. Alles. Screams, Cleans, alles. Mhm. Was hat er Cleans? Okay, Hand Doch. auf, Ja, wer doch, würde auch. Doch. wer würde anheben, wenn Josh sagt?
Okay. Ja, und er produziert auch die eigene Musik, gell? Ja. Ja. Er macht Ja. alles. Er ist so ein Biest, Mann. Aber Dings, das habe ich dir sagen. Heute bin ich eine Band am Hören, die ich vor kurzem entdeckt habe. Wahrscheinlich du kennst. Dealer. Ja, Hure gut. sick, Alter. Holy shit, Alter. Die ist sick. Holy shit. Ja, Ja. ich habe gewusst, ist so Absolut. Ja. Aber ja, das ist Ich finde es ein vor guter allem Punkt. Also, mega gut, dass wir beim Swiss Metal Podcast sind und seit einer Stunde exklusiv über ausländische Bands hören. Darum ja, könnten wir ja das wie- ist doch gar nicht wahr. Sonst Darum machen wir es könnten nie. Ist doch gar nicht wahr! Ich wollte eigentlich nur, lasst mich doch mal schnell ausreden, ihr gacki Menschen. Hey. Das ist der Brian. Ich wollte eigentlich nur schnell dem Nico die Chance geben, um das ansprechen, was er vorher schon ansprechen wollte. Weil Okay. Nico und der Mike haben anscheinend Schweizer Bands, wir haben eine Schweizer Bands Ja. gesehen, Voice of Eben. Ruin und Dings. Aber der Nico und der Mike haben auch Schweizer Bands gesehen. Also, Wir sind Also, an einem los. richtig guten Konzert gewesen. Und zwar sind wir in der Hafenkneipe gewesen, bei den Boys von Homewards und den Old Boys von Chelsea Depit Combo. Die Und Oldboys. ich weiß schon lange gibt es einen Chelsea Depit Combo schon. Ja. Das sind Hardcore Heavyweights von der Schweiz, Alter. Nein, das sind Valetudo. Ja, aber Die sie gibt's sind noch mal auch. länger. Ja. Die sind's Okay. auch. Du, die gibt's noch mal Wie länger. oft siehst du Valetur ohne Chelsea Deadbeat Combo, Alter? Ich sehe es immer mit der Band vom. Insanity siehst du viel auch. Nein, ich sehe Valetudo ohne Scheiß. Ich habe es 4-mal gesehen und 3-mal davon war mit Band vom Sänger, wo der Josh auch dabei ist, die andere. Fuck, ich weiß auch, was Ah, du meinst. ja. Fueled by Fear. Ja, Fueled ah, by genau, Fear. ja. Ich habe es Auf jeden Fall- immer mit Fueled by Fear Auf jeden gesehen. Fall- Wait, wer zum... Von Exhortation Reloaded. Der Ja. Sänger ist bei Fuel by Fear und nicht nur der Sänger, glaube ich. Doch, nur Doch, der Sänger, nur weil Sänger. der Bassist ist früher auch gewesen, aber jetzt ist der Josh der Bassist. Ah, ja, Ja. stimmt, ja. Okay, ist Auf jeden Fall ist es ein ultimativ HC gutes Band? Band, Nein, ein Metalcore. ultimativ gutes Konzert gewesen. Dann by the way, die Hafenkneipe auch ausverkauft. Geil. Also Shoutout Ja. an die. Ja. Hafenkneipe Nur wieder Nur sold die out zwei gewesen. Bands. Nur die zwei Bands, Damn, ja. alright, Cool. das ist gut. Ja. Ja. Ist brutal gut gewesen. Die Hafenkneipe ist aber gleich groß wie Sebri. Nein, das ist Schon gut. grösser. Schon Aber grösser, Kneipe ja. ist Ja, 20 Leute mehr, ja. 200 Leute. Nein, 100. Nein. Nein. 10 oder 120. Wirklich? 100, genau 100, stimmt. 100. Ja, und ist recht. ins Ebri dürfen 80 Kunden rein, also es Ja. ist nicht grösser. Ja. 20 Leute mehr. Ja. Das ist Ja gut, aber wenn im gross, EB ja. 80 sind, stehen sie auf den Stegen. Ja, wenn in der Hafenkneipe 100 sind, stehst du im Stehen sie auf der WC. Bank. So Wenn wie in der Hafenkneipe nicht. 100 sind, dann, dann viel Spaß, wenn du aufs WC willst. Dann kannst du Mhm. nämlich einfach Ja, darum bin ich Hose machen. rausgegangen. Hey, so schlimm. Hafenkneipe ist so schlimm zum Durchlaufen im Fall. Ich schwöre. Ja, aber ich finde es gleich geil. Ich stehe auf die Ja. Hafenkneipe. Ja, Ja. fair. Alter, Was? ich habe Bloody auf in der Hafenkneipe gesehen. Die Wichser sind Damn. einfach, haben sich einfach aufgelöst. Ich hatte ein Billett gehabt für im Werk. Ja. Dann lösen sie sich einfach auf, die Arschlöcher. Ja, sind sie einfach depressiv geworden und nicht mehr mit ihrem eigenen Leben klargekommen Ja. und haben ein Liebesbandprojekt aufgelöst, anstatt Suizid zu begehen. Geht Ja. schon gar nicht, Mann. Wo hat jemand ein Kind? Das ist gut, danke. Nein, ist An gar dieser gut. Nachher dann. Alright. Ja. Wie hast du gefunden, Nico? Falls jetzt irgendjemand sich fragt, wieso der Ricky gefragt hat, ob wir ein Kind wollen, er hat Weil Kindercountry. Wird jemand Kinder fressen? Er hat es im Fall auf dem Video gesehen. Ja, weißt du, wie viele Aber Leute nicht, das nicht, nicht nicht alle schauen? schauen das Video. Ja, das Etwa stimmt, ja. 30% oder- Der Ricky hat uns Kindercountry angekippt. By Mögt the ihr way- euch an die fucking Werbung erinnern, etwa so 2002 umeinander, Ganz sicher. wo Kindercountry auf den Markt gekommen ist? Und dann haben sie Werbung gemacht, so eine richtig klassische Kinderwerbung, aber sie haben behauptet, es wäre gesund. Sie haben behauptet, wegen der Cerealien, die es Ja! drin hat, wäre es ein gesunder Snack. Ich mag mich wirklich Ich finde erinnern. allgemein, Ja. ich finde das Wort Cerealien einfach so ein richtig schlechtes Ich has- Unwort, Alter. noch Weißt du, nie was ich gehört. mega geil finde? Cerealien, Alter. Ich habe im letzten Videolog vom Eskimo Electric Cowboy. Videolog. Ja, Vlog. Ja. Anstatt Blog. Ist ein Vlog Das ist von ein Vlog. Ja, Vlog. ja. Ich habe noch nie als Videolog gehört. Entschuldigung, dass ich es ausgesprochen Oh habe. mein Gott. Also ich habe es im Fall zum den Silvan in Schutz nehmen, das habe ich auch schon gehört. Ja. Ja. Also es ist einfach als Es korrektes ist, Wort es dafür. ist Vlogging, es ist ein Vlog. Ich kann Also nie- Vlogging ist etwas anderes, aber Ja. da gehen wir jetzt nicht Ist drauf. auch schön. Wait, no. Vlog. No. It's... Vlogging Molly? Ja, Vlogging Molly. Fucking Vlogging hell, Molly, ja. Alter. Auf jeden Fall haben die dort, der Tank the Tech hat dann quasi von so Deutschen so ein Paket mit so deutschen Spezialitäten bekommen. Von Eskimo Callboy. Wurst. Von Eskimo Callboy davon. Ja, genau. Und dann Ja. sind so Sachen drin gewesen. Und unter anderem Sauerkraut. mega Sorry, viele so nicht Kinder... Eskimo Callboy, Electric Callboy. Mega viele so Kindersachen. Aber wenn ich mich richtig erinnere... Kinder ist von Italien. ist Kinder Wirklich? Untermarke Kinder ist von Italien. von Ferrero. Und Genau. Ferrero ist Was? cazzo di merda italienisch. Die scheiß Shit. Deutschen haben das annektiert.
Krass. Die behaupten, das sei von Ich habe vor allem ihnen. gedacht, so ein Korb mit deutschen Spezialitäten, dann wären dort so irgendwie so Wurst und Sauerkraut und so ein Scheiß Nein, das ist drin. Vegetarier, das Brezel. macht nicht so Und viel. mein- Ja, dann kann er gleich Sauerkraut Rittersport. essen. Sauerkraut essen? Brezel. Ja, und aber Bier. Sauerkraut ist halt wieso nicht haltbar. Doch, Alter. Eigentlich schon. Das ist fermentiert. Alter, du gehst... Ja, dann schenkt du einem Amerikaner Sauerkraut in einer Ja. Plastikkiste, in einer Die nennen die Kartonschachtel. Deutschen doch auch Krauts, oder? Ja. Ja. Ja, er wahrscheinlich nicht. Er ist nicht in den 40er hängen geblieben. Er hat den Kalten Krieg vielleicht als Kind Das war ein miterlebt, Krieg ja. vor dem Kalten Krieg. gewesen. Ja, aber dort haben sie sicher auch den Ein Crowd. heißer Krieg. Und was war es im Sommer? Gewesen? Hey, hast du gewusst? Der 100-jährige Krieg ist im Fall nicht 100 Einfach Jahre random Geschichte, Facts. Hast du gewusst, die Nazis und die Russen haben mal ein Ceasefire gemacht, um Wölfe zu töten? Nein, das ist im Ersten Weltkrieg, sorry. Weil sie okay. sind in den Trenches gewesen und Wölfe sind einfach gekommen und haben dich gebissen. Aber dann will ich nachvollziehen. Ich kann gerade- Sie haben mal ein Ceasefire gemacht und einfach Wolf jagen. Alter, ich kann mich gerade Ja, ist verständlich. Ich habe mich gerade gefragt, sind Russen und Deutsche einfach Walliser oder was? Bündner auch, ja. Ja, stell dir vor, du bist kalt, bist in den Trenches und so bissen, so, go back to Uhr. Bis du nur so. Weißt du, vor allem stell dir einfach den vor. Ey, ballern wir heute nicht aufeinander. Wir können zusammen einfach auf Wölfe schiessen. Dann Yes. essen wir sie. Ja, das Ja. können wir machen, ist gut. Morgen ballern wir auf Wölfe. Ja, morgen ballern wir auf Wölfe. Ja, voll. Hey, Russen, ja, wie läuft's? Wölfe sind dort. Ist gut, wir gehen. Und dann alle einfach so, brr, 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 brr. Schon verdammt geil, brr, brr. Und dann so am nächsten Tag so, ah, fuck. Back to business. Aber immerhin warm angelegt mit dem Wolfsfell. Ja, aber meinst du, sie haben nachher wieder aufeinander geschossen oder ist das so ein Ding gewesen, wie dort, wo die Deutschen und Russen waren, die Fußball gespielt haben, Ja. Weihnachten Ja, gegeneinander und nur nachher... in Weihnachten. Und Es hat nachher nur sich dort gehabt. gegenseitig und nachher quasi sich geweigert haben, auf die anderen zu schiessen und dann einfach so angefangen zu drüber ballern und so, bis sie müssen ausgewechselt werden, damit sie wieder Krieg haben können spielen. Also, habe ich nicht gewusst. Ich glaube, das ist so gewesen. Stimmt das oder ist das einfach so? Ich glaube, es ist. Also, Ich glaube, die haben nachher nicht mehr so fest aufeinander geschossen. Ich könnte es nicht sagen. ja, voll. Keine Ahnung. Ich kenne nur Geschichte mit dem Fußball, nicht wie es Same. weitergegangen ist. Ja, Ja. voll genau. Ich google das jetzt für uns. Alright. Also, was haben wir gesehen? Homewarts. Ja. Ist traurig gewesen. Ja. Auch Geil. noch. Aber gut, traurig. Ja. Mhm. Ja, wir zwei sind ja Comedic und Ace of Ruin schauen. In Huttwil. Alter, wir haben es Im gekriegt. Provisorium, was ist das Ja. für eine Location? Geil eigentlich. Es ist so weit weg, also nicht so weit weg, sondern wir sind so eine halbe Stunde in die Landstraße gefahren. Ja, es ist Stimmt, wie- Silvan hat mir noch geschrieben, dass du so Angst bekommst, dass er umgebracht wird. Ja, es ist wirklich im Land rein gewesen, Mann. Im Land rein. Oh, Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, der Ricky. fuck. Stell dir jetzt mal vor, der Nicht Ricky. Highway. Ich bin Cityboy, Bruder. Stell dir jetzt einfach den Puerto Ricky vor, wenn er durchfährt. Wenn er durch links den und- Wald rennt und umkehrt. Nein, wenn er durch so Dörfer durchfährt, die einfach so leer sind und nichts dort ist. Und links und rechts an den Hügeln hat es einfach so leuchtende Kreuze. Nein, und es war lustig, weil ich so wie, shit, ich hoffe, kein Tier rennt irgendwie durch oder so. Und dann bin ich so wie, keine Angst, da gibt es keinen Wald in der Nähe. 10 Minuten später wandelt gerade in der Mitte. So, fuck. Aber weißt du, Ricky, es gibt im Fall eine Erfindung als Skiwerfer. Ja, aber ich nutze den einfach nicht. Ja, hey. Ja, es Scheiß auf Licht. voll. Aber ich finde das eben noch nice, weil ich habe generell angefangen, ein bisschen Locations auszuprobieren, wo ich noch nie war. Ja. Immer so am schauen, ja, dort bin ich noch nie gewesen, ist ein geiles Konzert, schaue ich, dass ich irgendwie ankomme. Ich bin immer mit ÖV unterwegs. Oh, da kannst du vergessen. Ach, vergiss es. Halt Hutu hat einen Bahnhof, gerade neben der Ja. Location, gell? Ja, aber wie oft fährt ein Zug? Einmal im über- Jahr? Ja, wahrscheinlich schon. Ich gebe ja zu, etwa die nutze ich auch eine Mitfahrgelegenheit. Mhm. Ich meine, das Ruination Fest war ja in Burgdorf. Ja. Dort konnte ich auch können mit dem Mike von Her Name Was Claire mitfahren. Darum Ja, schaut auch dich. Hast du ihm auch gut gesagt? Gute Besserung übrigens, Mike, der ist krank. Krank. Ja, der hat- gute Der Besserung. hat Fieber. Oh, alright. Nein, aber wir haben miteinander viel Janus Christus gelost. Oha. Fast die ganze Fahrt. Das war geil. gewesen. Nein, aber Wie das- lange geht die Fahrt? Auf Huttwil, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ja, also- Fuck, auf Burgdorf, sorry, ja. Halbe Stunde, ja. Ja. Voll. Nein, also es ist eine coole Location und der Sound ist geil gewesen. Also es hat Schön. recht gut getönt. Und das Lustige ist, alle sind Campers am Spielen gewesen, einfach mit Cabs. Das habe ich lustig gefunden. Es sind 4 Campers Ich habe es gewesen. mega funny gefunden, weil alle haben... Aber Camper mit Caps? Alle Camper mit Cabs. Ja, ja. Okay. Es hat keine einzige Tube. Haben sie Power Campers dann wohl gehabt, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Das Powered. Oder separat. Ich glaube, Cavs sind gar nicht gebraucht worden, Alter. Ich glaube schon. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Ich habe nur etwas ist mir aufgefallen. Und zwar haben alle zwar einen Camper gehabt, dass sie Mhm. möglichst kompakt reisen können. Ja.
Und dann haben aber alle so einen Rack-Unit gehabt, so ein 19 Zoll Rack, wo der Camper drin war und dann einfach so die Hälfte vom Rack leer. Und ich war einfach so gedacht, so, klatscht doch euch in 2 Camper in eins rein, Alter. Weil das hilft ja dann auch niemandem, wenn du anstatt so einem grossen Röhre-Amp... Ja, aber vielleicht brauchen sie halt die High für sich selber noch. Vielleicht. Da willst du nicht immer wieder ausbauen. Das habe ich auch gemacht, immer ausgebaut. Ja, bist du behindert, oder? Kauft euch ein Ajax Stomp, Alter. Ja, aber sie haben es halt nicht. I am superior, man. Mein Pedalboard ist super, abgesehen davon, dass mein russisches Expression-Pedal angefangen hat, sich zu aktivieren, wenn der Domi auf Bassdrum gehauen hat und ich es nachher ausschalten. Ach, das war es? Ja. Mhm. Aber du hast jetzt zum ersten Mal das auf Ruin gesehen. Ja. Weißt du gefunden? Also... Ja, Schweizer Unearth, Alter. Es hat gekickt. Es ist nicht, weil sie gleich tönen wie Unearth, aber es ist einfach... Von Schon geil, brutal. Fang die Musik her einfach direkt in dein Fressbrett rein, mega. Alter Digga. Genau, wirklich Okay. schön. Und haben es aufgefordert zum Teabaggen. Nein, Das machen sie irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. es Haben ist sie das auch mal? irgendwie Ja, ein im bisschen... Ebri. Also nicht Ja, checken. Das ist das Okay. Einzige, was mir von ihnen in Erinnerung geblieben ist, als ich das erste Mal gesehen habe. Irgendwie 2018 mit Affad. Mhm. Ja. Alright. Bist du dort schon bei Affad gewesen? Mhm. Nein, ist ja noch nicht. Aber es haben mal früher mit Hast du schon mal einen gespielt. Gig mit Affad gespielt? Ja. Okay. Welchen? In Muri dort. Muri? Ja. Wo haben die in Muri gespielt? Es ist eine geile Location, Alter. Das war gross. Wie heisst die? Ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat, die Location. Alright. Es ist so... Das ist echt eine geile Location. Gib mal Das ist- durch, ich brauche immer noch eine. Hä? Gib mal durch, ich brauche immer noch eine. Das ist gut. Nein, aber denkst also ich kann die auch. Nein, Mal- aber Alter, Muri, das ist einfach, Muri ist halt absolut in der Scheiße raus. Alter. Du fährst eben auch eine halbe Stunde über. Ich so denke, ich bin mit Google Maps bin ich so gefahren, so kommt schon, nach einer Viertelstunde Autofahren schon, ab der Autobahn. Ich so, oh geil, Ja. voll nach dem Fall. Aber nein, dann habe ich noch müssen fast eine Dreiviertelstunde Auto fahren über Land. Ich han in Muri probiert mit 17 und ich bin mit einem ÖV gefahren. Und er hat nachher nur bis am 8 Uhr am Abend gefahren und ich Alter. kann im Proberaum Was pennen. hast du erzählt? Dann hast du doch den Schnaps geklaut dort von der anderen Band. Nein, Das hat er in ihrem Podcast erzählt. Nein, Broken Fate haben uns mal, weil ich habe mit dem Bruder vom Alessandro von Broken Fate gespielt in der Band, wir haben den Proberaum unten dran gehabt. Und wir haben nicht so viel Geld gehabt, wir sind 17 gewesen und wir haben einfach mal Flaschen vom Rest Alkohol von Broken Fate bekommen. Und es sind so einfach Flaschen mit so einem Sticker drauf, wo steht so Ich würde jetzt im Wodka. Fall nicht, ich würde jetzt nicht in das Albumcover reinheben, wenn der Ricky gerade erzählt, dass sie sich strafbar gemacht haben. Ja, nein, das war lustig. Aber weißt du, wie alt hast du gesagt, bist du? 17 Ja, oder ist so. verjährt. Ja, nein, also, aber ja, das ist und ich habe dort im Proberaum gepennt und am nächsten Morgen einfach verkatert bin ich zurückgefahren. Das war so meine wöchentliche Probe gewesen. Mit welcher Ja. Band ist das gewesen? Wir haben geheißen Rising to Fall. Alter. Und das sind wir dann auch. Oh mein Gott, wie Ja. cringe. Und das sind wir dann auch. Ja, Die Band Rise to Remain. Das Doch, eben- Alter, Rise to Gegenstück. Remain, das ist die Sänger, das ist Aber die gibt es auch nicht mehr. Ja, die gibt es auch nicht mehr, aber das ist der Sohn vom Sänger von Iron Maiden gewesen. Das stimmt. Und ich weiss noch, meine Band in Deutschland, ich glaube, er heisst die Upside of Falling oder irgend so etwas Ähnliches. Irgendwie so mega Emo Shit. Ja. Hey, Upside of was, Falling. Hat's kann nur Haben wir- Until Resistance Falls. Die sind einfach Deutschland. Das ist Ja. eine grosse Band, oder? Ja, inzwischen heisst es doch Mayflower, oder? Da weißt du besser Bescheid. Ja, also das so ist ja eine ganz... Schweizer Also, Band. die haben sich nicht umbenannt, das ist eine neue Band. Ah, okay. Also Until Resistance Falls gibt es nicht mehr. Das ist jetzt Mayflower. Also Mayflower, eben, hat, sich ja, auch, ja. Mayflower hat sich einfach aus... Ein paar Members Stimmt. haben sich aus von Until Resistance Falls haben sich dann zu Mayflower gebildet. Und die Band aus Shoutout an Baden. Johnny. Und einer von Eben, Schwarz. darum kenne ich es. Wegen ihm. Wegen Johnny, Ja. das ist Johnny, oder? Der Johnny ist der Gitarrist von Mayflower und der ist der Gitarrist von Swas gewesen. Nachdem Und der der- Super Chayos ist. Ja, Mhm. und der andere Gitarrist hat wo gespielt? Der hat auch in einer anderen Band gespielt, oder? Der hat mal bei Defender gespielt. Eben, genau. Ja, voll. Ich habe nicht gewusst, wo irgendwo habe ich die Jungs mal gesehen. Ja, ja. Mhm. Ja, machen guten Scheiß. Die sind richtig gut, ja. Mhm. Yeah. Aber sind es jetzt Deutsche oder Schweizer? Deutsche. Mhm. Ja. Von Lörrach. Lörrach, ja. Ja, Ja. es sind einfach Schweizer. Dann sind Destruction auch Nein. Schweizer. Lörrach, bestes, es hat eine Bar, die heißt Hafenkneipe. Das heißt auch Hafenkneipe. Oder Hafen, irgendwas mit Hafen. Mhm. Anyway, ist egal. Auf jeden Fall Shots, 2,50 €.
Geil. Grosses Bier, 5 €, bestes. Hure teuer. Nein, Alter, sicher nicht. Weißt du, wie hat die Alter, Inflation die verwünscht? Alter, ich bin in Hamburg am Welt-Astra-Tage gsi. Du kannst aber deine Welt-Astra-Tage von 8 Jahren nicht mit jetzt vergleichen Da und ist auch wirklich alles gratis nicht gewesen. mit Grenzgebiet Deutschland, Ja. Schweiz und fucking dort oben. Im tiefen Lass Norden mich fast jetzt schon doch einfach meine Dänemark. Story erzählen, du Danke Rantings nochmal. Arschloch. Aber das stimmt. Er hat schon recht. Ist mir eigentlich Mike scheißegal, hat ich kann recht. nur Mike erzählen. hat recht. Inflation, es gibt Inflation. Ja, muss ich jetzt über wirtschaftliche Vorgänge aufklären. Nein, musst du nicht. Stimmt, ihr wisst es ja besser wie ich. Entschuldigung, dass ich eine Geschichte erzählen und das gerade als Einstieg gebraucht habe. Hau jetzt raus, Mach wegen der jetzt. Dann Welt-Astra-Tag. habe ich Ja. keine Lust mehr. Ich kenne die Geschichte Ja, nämlich schon recht gut, ich habe sie schon ein paar Mal gehört. Erzähl sie doch Erzähl du. du sie. Hauptsache Norddeutschland ist billiger als Süddeutschland. Ist so. Das Fazit. Ja, aber viele von meinen Kollegen, die in Hamburg sind, würden sagen, es ist ganz sicher nicht günstiger wie Süddeutschland. Die sind aber auch von gewissen Leuten dort, die sind aber ein bisschen blöd gewesen. Alright. Ja, die haben halt einfach das Gefühl gehabt, dass das, was die Frauen auf der Straße erzählen, stimmt. Die blöde Hamburger. Alright. Also- warte schnell, Ricky, hast du überhaupt eine Ahnung von... Sagt dir die Reeperbahn etwas? Ja, gerade will ich sagen, Also- bist in die Herbertstraße und dort so gemeint, günstig. Also Hamburg sagt mir etwas, Dings, wie heisst die Flagge, die alle haben von einem St. Pauli. St. Pauli. Das ist ein Fußballclub. Ja, ich habe immer gemeint, es ist so keine Band oder so. Nein, es ist ein Ja, aber Fußballclub. ist Und recht, es ist halt auch ein Stadtteil von Hamburg. Okay. und es ist recht Punk, im sehr. Punk-Kultur drin, weil Eben, halt, gell? Warum? Ist Fußball und Punk? weil es effektiv eine Horde Punks sind. Ja. Das ist so alright. denen Verein sozusagen. Aber Ricky, ganz ehrlich, Nein, das Ding ist eben, Sind die gut? wenn du nie in Hamburg warst, gang Hamburg, beste Stadt von Europa. Reeperbahn und dann, wenn der eine erzählt, dass ist ja okay, dass du eine Freundin hast, dann kannst du halt eine Lesben-Show anschauen, während deine Kollegen mich bangen. Alright. Du bangst nicht sie. Also, Die auf der Die- Straße ist, die ist nur da, um dich da reinholen. also die sollen dich bangen. Nein. Die Sie tut Reeperbahn, dich nur animieren, dass du reingehst. die Reeperbahn ist der grösste Rotlichtbezirk von Europa. Ah, alright. Weil Las Vegas ist der grösste Rotlichtbezirk von der Welt, oder? Aber, Ist das es? Red Oh. Light District, aber der Red Also, Light District nicht in in Amsterdam Holland. ist riesig, Amsterdam, Alter. ja. Amsterdam ist Die Reeperbahn ist bekannt. grösser. Ich Keine hätte Ahnung. gesagt, die Reeperbahn ist wirklich grösser. Ich weiß es nicht. Oder die In längste. Amsterdam siehst du einfach besser, weil sie in der Vielleicht weniger Schaufenster Plätze. sind. Das Vielleicht hast du ist- dort eben nur in der Herbertstraße und die ist ja mega klein. Ja. Ja, aber die Vielleicht Reeperbahn, bekannter in alles ist ja Amsterdam. Rotlichtbezirk. In Las Vegas bin ich auch mal gewesen, und dort hast du wirklich eigentlich müssen suchen. Also ich Für so habe nie Zeug. davon gehört, dass irgendwie so bekannt ist dafür. Ja. Amsterdam, ja. Hamburg? Nein. Ja, auch nicht. Also auch nicht wirklich. Aber Las Vegas ist eben Ja, ein das Gambling. ist ja das Ding, wo alle immer sagen, in Las Vegas darfst du alles. Und dann habe ich mal ein Interview mit KIZ gesehen, wo der eine gesagt hat, er sei in Las Vegas gesehen. Also, ja, was kannst du denn jetzt nicht alles? Und er so, ja, du darfst in der Öffentlichkeit saufen und im Puff ficken, aber das darfst du in jedem Dorf auf Deutschland. Von dem her ist das kein Problem. Ja, voll. Aber- Eben, nein, das ist, was soll ich jetzt erzählen, Mann? Was bin ich hängen geblieben? Wegen deinen Astra-Tagen. Ja. Voll, was ist das? Deine Welt-Astra-Tage. Ja, aber ich kann nicht mehr das, auf das auswählen, sondern auf Wer ist Astra? Astra Ist ist hier- hier von Hamburg. Ah. Siehst du? Da zeige ich meine Kultur. Es gibt es auch im Kiff übrigens. Ja. Alright. Und dann haben wir Spiel. einfach... Dann haben wir einfach Schlafenkneipe sicher auch. dann haben wir dort den Danko Jones Also- gesehen, Mhm. Itchy Poops Kid damals noch, Geil. für gratis. Mhm. Halber Liter Bier, 1 Euro, Shots Geil. 2 Euro. Bruder, wir haben 10 Euro ausgegeben, der Dave, der Moritz, ich und der Paddy, und wir sind Ist geil. huckendicht gewesen. Und das ist ewig her, wenn es noch Itchy Pups gibt, geheißen haben. Weil die haben sich etwa im 17 umbenannt. Oder im 16. 2013. Nein. Was? Wir sind im 2013 da gewesen. Aha. Aber sie haben sich nicht dann umbenannt. Nein. Weil ich habe es zweimal als Itchy Pups gesehen, im 13. und im 14. Wie heißt sie jetzt? Itchy. Itchy. Alright. Ja, wir haben angefangen mit so Sea Shepherd zu arbeiten und irgendwelchen Weltgesundheitsorganisationen und so und hat das Gefühl, ja, kommt vielleicht nicht so gut, weil Poops Kid heisst. So wie Eskimo Kolbe ist jetzt Electric Kolbe. Die haben sich hundertprozentig nur umbenannt, dass sie einen ESC können. Und die machen jetzt einen Wahrscheinlich, total ja. anderen Sound. Und Ja. sind nicht mal ein ESC, oder? Ja, weil Mhm. Deutschland das Gefühl hat, sie meinen es nicht ernst. Ja, aber der Ah. schickt jetzt da die Hoodie-Pfupf, Goff-Gackis. Also ganz Mal, ehrlich, Hallen Die sind ausverkauft, richtig schlecht Cowboy. gewesen. Wer haben sie geschickt? hey, sorry, ganz ehrlich, hätte die Mit Electric... seinem
überdeutschen Die, wo- Dialekt, wie ja, er Englisch gesungen Die hat. Vorband waren von Iron Maiden im Hallenstadion. Lord of the Lost Ja, oder so. Ja. genau. Ganz, ganz furchtbare Mhm. Musik, wirklich. Also Alright. echt schlecht. Wirklich Ja. ganz, ganz nicht Also gut. jetzt mal, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Sachen kann predikten, aber ich glaube, wäre Electric Callboy und ESC hätte Hätte Deutschland gewonnen. das Ding heimgeholt. Locker. Ja, ja. Eher Alles als zusammen. Lord of the Lost, weil die sind Was heisst nur eine eher? Lachnummer Es hat gewesen. Ja. niemand eine Chance gehabt gegen Electric Ja. Callboy. Wie hat das Lied geheißen? Irgendwie Blood and Glitter oder so? Ja. Irgendetwas. Ganz, Also ganz erstens hat fürchterlich. viel mehr Leute geschaut wahrscheinlich. Ja, schau, wir Hallen ausverkauft, Callboy. Ja, Die ja. anderen so. würden da vermutlich keine Ahnung wo spielen. Oh. Ja, spielen eben leider MZ7 und so. Ja, Völlig Ja, aber unverständlich. Electric Callboy spielt halt einfach in den anderen Hallen in Basel. Ja, in der Hockeyhalle, in der Tat. Wer ist die andere Halle in Basel? St. Jakobshalle. Ah, die ja, stimmt. Schön synchron gewesen, Jungs. Ja. Ja, sehr schön. Aber ja, was ich wollte mal fragen oder andeuten ist, ihr habt alle sehr unterschiedliche Musikgeschmäcke. Und das habe ich wieder noch kurz, wie wir wissen, jetzt von Brian haben wir viel gehört, PC-Musik, oder? Yeah. Und von euch Das stimmt zwei... nicht, die zwei haben den gleichen Musikgeschmack minus der Punk bei ihm. Nein, also ich glaube ein bisschen anders schon. Ich habe Gewisse gesagt, Sachen. Emo, Metalcore, der lässt einfach noch und Punk er dazu. Hardcore. Nein, der Mike ist mehr Hardcore als Ja. Der Metalcore. hat gesagt Also, Metalcore mit Punk. Ja, Also Sagt deswegen, Katze. deswegen mal kurz um ein Profil machen. Nico, erzähl mal deine... Warte was schnell, ist so, halt, ich habe vorher doch etwas angedeutet, bevor wir aufgenommen haben. Nico, du hast einen Breakdown auf Sanity-Pulli an, nimm mal 3 Songs. Ich könnte es, glaube vielleicht. du könntest, glaubst du vielleicht. Ja. Soll ich jetzt das versuchen? Alright. Und ja, ich habe einen Hoodie von den Du Boys. hast Von... immer einen Breakdown auf Ja, es Sanity-Hoodie ist auch ein an. sicker Hoodie. Du Also hast Shoutout- den und einen Parkway Drive Hoodie. Du hast gar keine übrigens, andere Ich Kleidung. habe noch weitere da Hoodies. müssen wir mal die Aber- Geschichte erzählen von wo wir den Breakdown Sanity Podcast gemacht haben. Und wir haben gewusst, der Nico ist ein mega grosser Fan. Und wir Dann haben ihn haben wir nicht den als Mike Kameramann eingeladen, sondern wir haben stattdessen den Mike genommen. Wir haben es nicht extra gemacht, aber im Nachhinein ist es fucking funny. Wir haben es im Auto noch davon gehabt. Du hast es im Auto davon Ja. gehabt. Du bist dann gesagt, Jungs, die sind schon Arschlöcher. Du wissen, dass der Nico mega Breakdown auf Sanity-Fan ist. Und dann haben wir einfach mich mit. Und wir so... Ja. Ja, ich Das hab's stimmt eigentlich. Ja, das ist sicher nicht überlegt. Ja. Wir haben gedacht, wir wollen den Nico nicht so viel belasten mit so viel Proberoom-Invaders. Gut, aber Und, das ist ja auch gerade nacheinander gewesen. Eben, genau. Und seitdem haben wir es nicht mehr gemacht. Ja, weil der arbeitslose Nico so viel zu tun hat, oder wie? Ja, aber er ist Student, er ist nicht arbeitslos. Ja, stimmt, ja. Können wir da bitte nicht... Unfreiwillig wieder, Können wir ja. da bitte nicht... Einen Tag in der Woche macht er etwas. Können wir da Das bitte Studium nicht... kannst du Können wir da nicht bitte nicht wirklich Nico seinen nennen, Namen aber in der Aktie, er ist Student. Wie der Brian. Yeah. Ja. Genau. So, was muss ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Lieblingssong 3 Songs, oder 3 was? Songs. 3 Songs. Breakdown Sanity. Go. Also ich würde mal sagen Chapters, finde Aha. ich Den echt hätte ich ein auch sicker gesagt. Song, ja. Ja. Was haben wir noch? Invisible Scars. Okay. The Writer. Essentially den das hätte ich auch Album, oder bei welchem Album ich eigentlich eingestiegen bin bei dieser Band. Alright. Ist es rausgekommen? Ja, vorher bist du halt klein gewesen, Alter. Ist so, ja. Mhm. Ja. 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 Ja, gibst du mal einen Gruß. Der Caro lässt ab und zu. Geiles Lied. Shoutout, ja, an euch. Granica wird sick, würde ich mal Mhm. meinen. Oh ja. Oh ja. Oh, Gehen ja. wir auch. Ja. Ja. Hey, Silosis spielt auch. Yes. Dem her. Sorry, Jungs, Bodiu spielt. Ja, Vodio. Wodio spielt. Ja. Verdammt, Vodio, Wodef. Alter, so gut. Ja. Wodef, wie es der Brian nennt. Yeah. Ich habe am Anfang gedacht, es ist Alle Wodef. nennen sie Wodef. Wirklich. Also die beiden, die 3, die ich am meisten weg sehe, sind Hatebreed, ganz neue Headliner. Yes, sick. Alter. Dann Wodef und Esquela Grind. Auf die 3 freue ich mich wirklich. Stimmt, ja. Und Brian? Silosis. Mhm. Ich kenne es noch nicht. Bist das nicht Nein. du gewesen, als ich dir das Album geschickt habe? Und du hast gesagt, es tönt immer scheiße. Stimmt. Und du hast gesagt, es ist ein sehr, Ja. sehr solides Ja, Album. aber es ist so ein generischer Name. Silosis. Du hast mir wirklich von ihnen ein Album geschickt, aber Okay. Es kann halt ich nicht- habe keinen Bezug Es kann zu halt ihnen. nicht, es kann halt gehabt. nicht alles über abtriebene Föten nehmen. Ja. Okay, ja, sorry, es ist ein mega... Aber mega Silosis ist so wie Everse. Es ja, wieder habe ich mich jetzt nicht, gerade ein bisschen Ja. angefickt gefühlt. Gell? Gut, machen wir noch kurz eine Pause, muss das WC. Alright, machen wir eine kleine Pause. Was haben wir jetzt gehabt? Wegen der hätte noch etwas müssen sagen. Ich müsste eigentlich noch. Was müsste ich machen? 3 Songs, hast du Ja. gesagt? Nein. Ja, also Also auch machen wir sonst meine- Pause, nachher machen wir weiter mit. Okay, ist gut. Gut. Also, Wir Pipi-Pause. wissen jetzt nur, dass er Breakdown of Sanity lässt. Sonst Und haben wir es machen gar ja nicht nach der gesagt. Pause Eben, weiter. eben, nachher machen wir weiter. Okay, nur also für ich meine, du uns- machst den Brudi weitermachen. Also, Es ist nur für Pipi-Pause unsere machen. Pause. Das wird Voll. so etwas von Chaos geben. Ja, du kannst echt das Mic weglegen und aufs WC gehen. Nein, machen wir schon mal. Ich muss auch noch ein bisschen. Let's go. Ja. Alle schwache Blasen. Pipi-Pause. Muss noch Pipi-Pause. Tünn streicheln, ein bisschen. Ich habe mir die Frage gehabt, so dass die Leute mal euch besser kennenlernen, weil das wird nicht die letzte Läuft Wurststunde sein. Ja, das ist schon mal laufen gewesen. Ah, Ich bin mir ziemlich sicher, Ich dass habe nicht die letzte ich Wurst habe jetzt sein will. aufgenommen, wo wir geschnurrt haben. Oi, Aber oi, das oi. schneide ich weg. Das schneide ich natürlich weg. Ja. Wir lästern nur über andere Bands, wenn der Mikrofon nicht läuft. Aber ja. Also,
Welcher Knopf ist es schon wieder? Das habe ich letztes Mal schon so lustig gefunden. Welches ist Yeah? Yeah! Also, wir hassen euch, weil ihr seid mega scheiße und muss auch gar nicht das Gefühl haben, dass wir euch cooler finden, weil lutscht auch. Voll. Okay. Genau. Aber ja. Ich hoffe, jetzt Leute checken jetzt, dass ich da gar nicht gesagt habe und einfach auf den Yeah-Knopf gedrückt habe. Ah, stimmt ja. Checken sie nicht, das sind Core-Bands. Voll. Aber. Ich habe gar keine Bands gesagt. Wie soll das Core-Bands sein? Aber mal für die zukünftige Wurstrunde, dann haben wir einen Ambassador für die Musik gestellt. Dann haben wir einen PCKG Ambassador mit Brian. Ja. Death Metal kann man doch auch einfach noch sagen, oder? Oder PCKG. Schöner beschrieben, meinst Ja. du? Ja, Weil es gibt Death Metal, der nichts mit PCKG zu tun hat. genau. Und Busy und Gaggi ist wirklich einfach Gore-Grind. Und ich meine, Death Aber der Metal... Brian hat ja Brutal Death, du hast Brutal auch gerne normale Ja, Death, Brutal oder? Tech Death. Ja, eben. Normale Death habe ich gern. Eigentlich alle, außer Melodeath, das ist schon zu melodisch. Okay, also der Brian ist einfach unser Boomer. Nein, Melodeath ist Boomer-Musik, Mann. Das sind Boomers, Inwiefern ist die Fresh Metal nicht Eigentlich schon, Boomer-Musik? ja. Ambassador of Toy Toy Metal. Erstens habe ich nichts von Fresh Metal gesagt. Aber du bist unser Fresh Metal Hero, haben wir herausgefunden. Ja, das stimmt. Ja, weil damals SU, wir haben keine Ahnung gehabt und du hast Also- so recht gut können da supporten. Ja, das und- Brian so, boah, ihr tönt so wie die und die anderen schon mal. Und dann der andere so, ah ja, mit denen haben wir schon mal Voll. live gespielt, die sind schon mal Ja. mit uns. Das war vor allem eine Melodeath-Band. Du das war Enziverum. Ja, das, Immerhin, aber alles immerhin. andere. Immerhin, Pagan Metal und so. Ja, Ja, das wäre gut. Da haben wir recht schön vervollständigt unsere Kenntnispool. genau, sozusagen. eben. Ich bin da die ideale Ergänzung, ich weiss. Extrem. Ja. Dann haben wir den Ambassador of Nu Metal. Und jetzt wollen wir wissen, was so Kann man mich bitte nicht nur auf Nu Metal reduzieren? Ich höre auch Hip-Hop. Punk. Ambassador of Punk und Ich bin der Punk-Beauftragte in Nu diesem Metal. Podcast. Und dann müssen wir mal wissen von euch beiden mal, was ihr so hört. Lieblingsbands international und nachher Lieblingsbands national. Können wir raten, was der Nico für Musik lässt? Aber so, sagen wir so, Breakdance wissen wir schon, aber sonst Ja, eben. auf lokaler Ebene auch, das ist wichtig. Easy. Machen wir zuerst internationale Lieblingsbands. Ja, eben, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Eben, so Metalcore ist schon so ein bisschen mies. 3 Bands. Wir brauchen Aber- Bands. Eben, ich würde sagen, eher so der Oldschool Metalcore, aber Bands, Boomer. Brudi. Ja, Bands. ich muss mein Profil beschreiben. Also hat's ich geheißen. finde schon funny, dass wir Und- heutzutage noch Oldschool Metalcore können sagen. ja, Das gibt's ja schon aber auch, genug weil er lang. es vorhin gebracht hat. Weil das ist ja der Attack, Attack. Was heisst es noch? Es gibt Melodeath Oldschool infused. Metalcore, es gibt Oldschool Metalcore und dann gibt es moderne Kackscheiße, die alle gleich tun wie 1056. Ich meine, Ist so. Killswitch hat im 99 angefangen oder so, ne? Ja, Ja. das ist Ja. der Inbegriff von Oldschool Metalcore. Eben. Sie Ja. und Eben. Unearth. Ja. Also Das ist so Dying. genau bei mir, also Ja. was bei mir anfängt. So Killswitch Engage, All Mhm. That Remains, SLA Dying, alles Other solche Bands, die. ja. Unearth auch, ich glaube, da hole ich auch den Brian noch ein bisschen ab damit. Vielleicht sogar. Ja, sie haben mich im Kiff nicht überzogen. Okay, ich nehme es zurück, als Versuch. Okay, sie haben mich im Griff im Fall auch nicht überzogen. Sie sind wesentlich besser gewesen als Vorband von SLA Dying. Ja, das sind schon das sick gewesen. Aber auch eben, auch moderne Core-Bands, also Mhm. Hyperville zum Beispiel, finde ich auch recht sick. Mhm. Ja, das ist ein bisschen mein Profil. Voll. Deine Kernkompetenzen. ja. Ja, deine Angefangen natürlich- Kernkompetenzen. Meine Kern- Deine Core-Kompetenzen. Ich schließe natürlich andere Bands nicht aus. Du sagst immer, ich höre keine Punks dabei. Bei wem fängt es nicht mit Punk an? Mhm. Ich meine, wer hat kein Sum 41 gelost oder Billy Talent, auch wenn Ist es aber nicht auch der nicht so Inbegriff von Punk, Punk ist. Pop-Punk. Aber halt die zugänglich. Ja, jetzt Weißt du, haben wir das Pop-Punk ist früher ja auch genannt? nicht. Wo wir sind mit 14 am Skaten, haben wir das nicht Pop-Punk genannt, haben wir das Skatepunk. Alternative Rock genannt. Alternative Rock. Ja. Ja, also das Haben ihr Skate- einfach Skate- haben ihr einfach Meth genommen anstatt irgendetwas anderes? Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, weißt du, halt, wenn du von Zürich kommst, musst du halt. Nein. Ja, also. Also zu viel von dem M-Budget Eistee wahrscheinlich, ja. Aber im Tetrapack noch. Ja, natürlich. Der haben sie im Fall M-Budget müssen- Eistee im Tetrapack habe ich noch nie gehabt. Gut, das ist eher von den Emos. Ne? Mal, Die sind der. alle Eistee Das ist nicht der der Migros Budget. Eistee. Ja, eben, das ist der Das ist, Migros aber, das ist einfach der Migros Ja, der Eistee, Migros ja. Eistee, ja. Eben. Das ist nicht ein Budget. Ja. Alle, sorry, Entschuldigung, Migros, dass ja. Entschuldigung, dass ich den Ricky nicht ständig verbessere, wenn er irgendetwas sagt, was nicht stimmt. Ich habe aber nicht, wenn er sagt Migros Budget Eistee, dann stelle ich mir ein Migros Budget Pack vor. Also, Ich du habe keine Ahnung, was bei der Eistee Sicher 2 von 5 Leuten da drinnen haben gewusst, von was wir reden. Ja. Ich habe es auch gewusst, aber ich habe 3. gewusst, es ist nicht richtig. Ja, aber eben, wie gesagt, ich lasse auch viel Zeug raus, was nicht richtig ist und trotzdem ist es okay. Also, Das ist jetzt egal. Auf jeden Fall haben die gewusst, ich finde es funny, die haben in der Tankstelle um unser Oberstufenschulhaus nicht mehr dürfen verkauft werden. Wieso? Die Stadt Bülach hat gesagt, hört auf mit dem.
Weil alle So viel Sechsschüler Emos. einfach für 50 Rappen die Eistep-Dings gekauft haben, gesoffen haben und überall das Gebüsch gerührt haben. Die Nein. dummen Ich habe gemeint, wegen dem Klar Eistee-Video, das mal rumkommt. Nein, das ist ja Legendäre kein Tetrapack Eistee-Video. gewesen. Das ist ein ein Fläschchen. Pep-Fläschchen. Welches Welches ja. ist das Video? Habt ihr... Da Ja, Ricky bist ist du okay, eben- du bist Ja. wahrscheinlich Bist der entschuldigt. einzige Mensch, der sich nicht strafbar gemacht hat, da innen mit mir. Da bist du eben noch nicht in der Schweiz gewesen. Eben, ja. Habt ihr das Video auf dem Handy gehabt? Natürlich. Du hast strafbar gemacht, hast du das Video auf dem Handy gehabt? Schuldig. Strafbar gemacht, hast du das Gruppenchat Handy auf dem sind Video Ja, gehabt? und ich Ja. bin selber noch Wer strafbar minderjährig. gemacht? Wer hat sich ein Eistee im Also es ist so gewesen, also das Nicht Setting ist, ein 14-jähriges Mädchen hat sich eine Eistee-Flasche reingeschoben und Und das hat Video das- ihrem Kollegen geschickt oder Nein, einem Freund. oder was auch Einem immer. Freund. Und ihr Freund hat das einfach alle weitergeschickt und dann ist das Video innerhalb von 4 Tagen, glaube ich, in der ganzen Schweiz gewesen. Und In Oh, der shit. Gruppenchat drin. weil ich kein Smartphone hatte, habe ich mich nicht strafbar machen, weil ich habe das Video nicht bekommen. Gut. Ja. Ja, damals haben wir nicht gewusst, dass die Technologie so ist und kannst du überall schicken. Oder? Brudi doch. Ja. Ich habe einfach kein Smartphone gehabt. Hm. Ich bin der Einzige, der es nicht Nicht von hatte. dir, nicht von dir. Aber unsere Generation jetzt angefangen, ist einfach Zeugs schicken und nicht denken, das kannst du Ja, einfach schicken. wir haben es über Bluetooth an mich noch verschickt. Klassiker, ja. Ja. Du hast noch WhatsApp. hast So, du so gegeben. aneinander Ja. angehebt. So. Ja, Kannst haben wir du mir, ja. sorry, kannst du mir Duality von Slipknot per Bluetooth schicken? Ja. Nein. Ha, Infrarot. Ja, Mann, fick dich. Ah, Duality von Slipknot. Ja. Ja. Auf meinem ersten Nattel, wo hat können Musik laufen lassen, so, hat nur ein Lied drauf Platz gehabt und dann habe ich die Kids All Alright drauf gehabt. Das war mein Classic. einziges Lied auf dem Nattel gewesen, weil es hat nur ein Platz Ist gehabt. das Sony Walkman? Nein, Sony Walkman Also, hat ja mehr Sony, Platz. Sony Walkman hat mehr Platz gehabt, als eins Mhm. vorher gewesen. Wie sind noch die in MP3-Player, so die rote oder so? Ich habe die ich habe einen länglichen, iPod, ich habe einen iPod gehabt. Ah, okay. Krass. Ist halt eben, er ist eben Rich Bitch gewesen, er hat einen iPod gehabt. Und jetzt hau du raus mit deinen Nein, Kernkompetenzen. Yes. Lokale Ebene brauchen wir auch. Oh. Aber da wollte ich 5 Namen. Darf ich raten? Oh, nein, Rat mal. nein. Lass den Nico sagen. Okay, ich rate für mich. Hä? Ich rate intern und dann Nein, sage ich, ob ich es richtig kann Okay, oder okay, nicht. okay. Also, Nico, erzähl mal. Hey, Deine Top 5 Locals. Top 5. Ja, Breakdown of Sanity muss ich jetzt schon fast Ah, sagen. Breakdown of Sanity ist eine grosse Band. Ist schon Alter, nicht sorry. mehr Zählt der Local. nicht als Schon nicht mehr Local, oder Local. was? Nein. Sie sind ein bisschen weiter als Local. Jetzt denkt er, oh, Paleface kann ich dann auch nicht sagen. Ist Sorry, so. alles, was auf dem Imperican Shop auf der Frontpage ist nicht mehr Genau. local. Genau. Also Whiteout auch nicht, hä? Nein, wir sind das ist Opener mit schon- gewesen, das geht schon. Da hast du mir schon 3 Bands Die sind nicht weggenommen. auf der Frontpage vom Imperican Shop. Ja, voll. Wir sind Nein, aber im versteckt. Line-Up. Wir sind versteckt im Ja, aber lassen wir doch zu. Habt ihr euch ein Merch auf Imperican? Was? Nein. Weil wir sind am Sonntag Ach so, einfach, meinst also wir du? sind Ah. auf Siamese Konzert einfach gefragt worden, ob wir unseren Merch auf Imperican haben und ich so, hä? Aber ist schon geil, aber nein. Wer hat das gefragt? Irgendjemand aus dem Publikum ist gekommen, Alright. ob wir unseren Merch auch auf Imperican haben. Weil er Cool. hätte gerade kein Geld, er hätte gerade keinen Rucksack dabei zum Zeug rein tun. Und ich so, Hey, Kompliment. ja, merci für den, aber Ja, voll. nicht mal vielleicht. Mhm. Ja. Vielleicht Okay. brauchst du mal einen Schweizer Imperial. Imperican Schweiz Store gibt's doch schon. Voll. Der Wurstshop. Dann das Lager, glaube ich. Ah, du meinst, du wolltest eine Schweizer Version vom Imperican Shop Der machen? Wurstshop. Ja. Wurst Perican. Alter, ich habe die Idee. Wurstikon. Nein, Lustig, alles Mann. Scheiß nehmen. Jim Perican. Also Jim. Jim. CH. Imperican. Aha. Jim Ah, Perican. Chimp. Dann können wir mal Jim. mit Jim wegen Aff. Genau. Mhm. Okay. Ja, nein. Also, Okay, Hausen. Ja, nice. Whiteout Nummer 1. Und jetzt raus, Nico. Du darfst auch Whiteout und Eversis nicht sagen. Ja, voll. Darf ich auch Und nicht, Matchbox Business darfst du auch 3 Genau. andere Bands sagen. Nicht, dass Keine- du irgendwie das keine Gefühl von hast, müsstest da. Sag einfach, ist egal. Los Mach nicht du los. mal Schwanz lutschen weiter, komm. rein. Nein. Ich überlege nein, mir nein, jetzt nur die perfekten. Okay. Mike. Wir kommen später darauf zurück. Du musst gar nicht das Gefühl haben, kannst du drücken. Voll. Dann nehmen wir alle Bands Was weg, sind die meine ich will sagen. Lieblings-Local-Bands? Zuerst mal Sound allgemein, so deine Lieblingsbands international und nachher eben der Local-Geschmack. Ja, weißt du, wenn du jetzt einfach kommst und sagst Whiteout versus Matchbox Aber Business, ja, das genau. tönt dann einfach. Das kann ich ja nicht. Ja, logisch hättest du das nicht. Wir haben ja nur von Anfang, weißt du, das nicht. Weißt du, das Ziel von dem ist, ein Ja, Spotlight zu geben an andere Leute, so wie, hey, ich höre auch die Band. Das ist geil. Genau, und wir haben unsere Bands jetzt schon etwa 8-mal erwähnt, indem wir dir gesagt haben, du sollst sie nicht machen. Genau. Das ist ein Gehen und ein Nehmen. Genau, Ich sehe das Marketing dahinter. voll. Top of mind. Also, Mike. Meine ein Lieblingsbands, also ich höre schon am liebsten Hardcore eigentlich. Mhm. So ein bisschen Hardcore, Beatdown. Ja. Schon mein Punk halt schon auch. So die 3 Sachen, so ein bisschen Hardcore, Beatdown, Punk ist schon mein Lieblings eigentlich. So von den International Bands würde ich sagen, also Terror ist schon immer mega hoch oben gewesen bei mir. Mhm. Get the Shot, Head Bussa ist sick.
Knocked Loose. Ja, Get the Shot haben mit Malevolence gespielt? Ja. Doch, oder? Ja. Ich finde es einfach geil, dass er es das der- Architects-Shirt da hat und einen Ghost Inside Cap und einfach nicht davor hat. Aber Get the Shot ist nicht... Ja, das sind halt auch sehr, die fühlen halt auch richtig hart, ja. Aber Get the Shot ist nicht die Band gewesen mit dem Typ, der wie der Swisscom-Mitarbeiter aussieht. Nein, Der sieht Ah, anders das er ist aus. sieht anders aus. Welche Band ist das gewesen, oder du ausgesehen, wenn Swisscom Ist die mitarbeiter? Australier dort. Die australische Band dort ja, im Line-Up. Der Bruder hat einfach so ausgesehen, als ob er in einer Swisscom-Shop Von was redest du gerade? Von welchem Line-Up? Von Malevolence, Silosis und die andere Ah, Band. Guilt Trip. Guilt Trip, ja. Guilt Trip, ja. Ja, so ausgesehen, als ob er Aber das Guilt Handy Trip gehört halt abgekauft auch zu Favorites von mir, finde ich auch Alright. ultra Auch sick. sick, ja. hat. Mhm. Ja, wirklich viel so. Ghost Ja. Inside. Ghost Inside halt schon auch. Schon Mhm. sehr sick. Aber Ghost Inside will jetzt nicht als so klassischer HC bezeichnen. Nein, Ja. schon nicht. Aber gehört auch zu meinen Favorites. Architects gehört auch zu meinen Okay, wenn Favorites. wir schnell kurz einen Krieg starten, ist Ghost Inside HC oder Metalcore? Das ist eine Ich finde, es Mischung. ist Metalcore. HC-Core. Ich finde, es ist eine Mischung. Mhm. Sie haben sehr viel HC-Elemente, sehr viel Metalcore-Elemente. Können wir das bitte ein So bisschen richtig weniger, ganz. können wir das ein bisschen weniger zivilisiert klären? Nein, also du, Metalcore ist so wie Autismus. Weißt, Du grusiger Wichser! Wichser! Metalcore ist wie Autismus. Es gibt ein Spektrum. Schön gesagt. Ja, es gibt ein Spektrum. Es gibt so HC, richtig HC oder richtig so Death Metal at the Game. Aber ist nicht, wenn du also autistisch richtig bist, Pop halt. Wenn aber es so heisst mehr es- Post-Hardcore das auch- ist, ist es mega pop. Alright, es ist ein, Ja, aber sind es sie ist ein nicht, ja? Hexagon-Spektrum. Du Also hast den meine- Death Metal, den HC, den Punk, Ist so. den Pop. Also meiner Meinung nach machen keine Post-HC-Bands Post-HC, sondern alle Melodic-HC, aber das ist das Thema, das ich schon öfters angesprochen habe, Ist immer so. wieder wird ansprechen und wenn mir jemand sagt, ich hätte nicht recht, würde ich ihn gerne belehren, wieso nicht. Alright. Also, zum Abschließen. Locals. Let's go. Currents. Locals. Sorry, nein. Ich wollte Cancel sagen. Ja, das habe ich fast angenommen, ja. Alright. Ich wollte Cancel sagen. Cancel Homewards, Valetudo, Jesse, der Epic Combo, Paleface sage ich jetzt auch gleich, auch wenn sie Mhm. berühmt sind. Kannst du Paleface irgendwie näher? Ja. Hast du Connection zu dieser Band? Ja. Erzählt es nicht, habe ich Ist gehört. sowieso ein bisschen egal. Anyway. Du bekommst gratis T-Shirts von Malevolence. Hä? Das stimmt, Ja, das stimmt. Aber das war ein Longsleeve. gewesen. Sorry, dass du noch etwas Ja, teurer geil. auf den Kanal schalten. Die kosten nicht etwa gleich viel inzwischen. Nicht? Nein, So, das sind ist schon schon etwa so 5 Stutz Ja, okay, ein T-Shirt 40 und ein Longsleeve 45. Ja, etwa so. Ja, anyway. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen das. Mhm. No Band, Kings, wo ich no, noch- no Ah, Kings, No Slaves Jetzt Gorilla, gehört, Shoutout, ja. gehört auch dazu. Ich finde No Kings, No Slaves geil. Ich habe die Mhm. Band nicht kennengelernt bis letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange das sie gibt. Alter. Aber da habe ich sie eben gesehen als Vorband von was ist das gewesen? These nuts! Ja, genau, dort. Geil. Und die haben brutal reingehauen. Ja, Also brutal. wirklich eine sick, echt Nico? sicke Band. Was sonst für Bands? Was haben wir sonst noch? Lotrify kenne ich halt auch schon ewig. Mhm. Natürlich auch Classic. Okay, also Aber ich bin recht einfach sick. hässlich, wenn du eine Band nicht sagst. Ich hoffe, du kommst schon selber drauf. Wo du mir immer in den Ohren listen wegen, dass Was es willst so du eine jetzt gute raus? Band ist. Ist das so? Ja. Das sage ich dir noch bei vielen. Und du hörst einfach nicht auf mich. Bei Schweizer Bands sagst du mir das nicht bei vielen. Nico. Hm. Auf was willst du jetzt raus? Ja, ich glaube, Ich glaube, ich weiß was. du musst es jetzt halt einfach falsch haben. Was heisst jetzt das wieder? Ja, ich Ja. habe dir jetzt gerade mehr geholfen, wie du wahrscheinlich realisiert hast. Ah. Ja, ich bin jetzt auch drauf gekommen. Warte, ich noch nicht. Sag mal nochmal. Also schau jetzt, wenn der Nico irgendetwas sagt, muss es, wenn der Nico jetzt irgendetwas anderes sagt, wie das, was ich denke, muss es falsch sein. Ist halt keine Metal-Band. Ja, ist ja gleich, wir reden ja nicht nur über Metal-Bands. da. Okay, Das fair. ist falsch etwas. Eben. Ja. Es muss falsch sein. Alter. Was willst du raus? Sag jetzt mir Geh an. mal Er hat es ja schnupfen. 3-mal gesagt. Es Geh muss mal falsch schnupfen. sein. Geh mal schnupfen. Ja, must be wrong. Ja. Ah. Aber ich habe jetzt natürlich im Core-Bereich schon ein bisschen Alright. gesucht. Aber Aber ja, cool. must be wrong ist schon sehr sick. Also dann haben wir den Ambassador of Beatdown HC und den Jetzt sag- Ambassador of Metalcore ist der Nico. Sehr der Mike müssen sagen, must be wrong. Okay, jetzt Oder habe ich du, aber noch- Alter. Fühle must be wrong. Wir ja. haben schon so oft über Schweizer Bands geredet. Voll. Und jetzt kennt ihr mal, was ihr hört. Und Und ich muss Ricky, ich habe eine verbunden- Frage. Was, Ja. was sind so deine, weil wir reden ja persönlich, privat nie. Der Ricky hat keine Zeit mehr zum Reden, er muss buldern. Ja, jetzt warte schnell, Also, jetzt aber etwas. Das Ich kannst du mir höre jetzt keine noch schnell Schweizer erklären. Bands, ich muss gewundert, Schatz. Nein, nicht das geht. Eben, wir reden ja nur über Schweizer Bands und da wir Ja. privat nicht miteinander kommunizieren, Alright. außer unsere Anwälte, die miteinander schreiben, fragen, Mhm. wenn wir uns jetzt wieder treffen können. Ja. Was sind deine 3
International Acts, Alter. Das ist wirklich interessant, weil es ist jeden Monat anders. Ja, aber hast du nichts, weißt du, so, das ist bei mir auch immer jeden Monat anders. Aber wenn du mich jetzt würdest fragen, könnte ich dir, glaube ich, schon 3 sagen. Throne? Ja. Oh, Throne habe ich vergessen zu sagen, Alter. Ja, dann Die sind so krass. Alpha Wolf Okay. und so vieles, aber Ist das so All-Time oder einfach jetzt gerade? also jetzt gerade. Okay, Ah. All-Time. Das wäre aber am Alltime gegangen. oder? All-Time müsste Bleed from Within Fair. Yes. Stabiler Scotland. Pick. Stabiler Pick. und ja, Bleed from Within würde ich sagen. Ja, Celos ist aber auch, aber Bleed from Within mehr. Und that's it. Ja, voll. Aber manchmal also mehr der Throne, so in die Richtung. Alright. Ja, voll. Also, ich habe geboten, ich möchte zurücknehmen. Okay. Das war geil, Wurststunde Okay. Nummer 1. Relativ nicht mehr. hä? Nein. Und das ist nicht das letzte Mal. Also, nächstes Mal hören wir mehr von den Ambassadors. Nächstes Mal gibt's Wurst. Jeder Ja. nimmt eine Wurst mit, Alright. Veggie-Wurst. Ja, ich nehme Veggie-Wurst Und mit. dann Kannst tun du wir uns eine Wurst degustieren. schmecken. Okay. Und haben einen Stubentisch. Gefällt mir, das ist wäre gut. richtig geil. Machen wir das. Coolo. Okay, tschüss. Ciao zusammen. Bye, bye. Bye, bye.